Können wir loslegen? Ja. Muss ich jetzt einmal zensieren, wenn ich etwas trinke, weil ich an einem Pool saufen bin? Oh Scheiße, jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich schon gesagt. Der hat nicht gehört. Solange du selber ja nicht gesponsert bist davon, nicht? Das müsste ich ja mein feine Vitamin-Fokuswasser, das ich hier im Geschmack Pineapple Mango trinke, müsste ich ja dann auch zensieren. Du musst die andere Seite, sonst sieht man das Logo nicht. Ja, das üben wir noch mit Werbung. Oh, yes. Wenn wir ein bisschen Schulungen machen bei uns beiden. Genau. Aber hey, stay hydrated, Leute, hä? Richtig, ja. Es bahnen sich heiße Zeiten an. Oder sie Ja, schon gewisse sind schon vorbei, aber sie kommen, glaube noch nächste Woche. Im Moment, wenn ich auf meine Wetter-App schaue, ist so jeden Tag so ein Auf und Ab. Ja, gut. Und am Schluss ist es eigentlich gar nicht, was auf dieser Wetter-App steht. Das ist so traurig. Ja, also weißt du, diese Woche hat man gewusst, ja, es wird vielleicht nicht so schlimm. Das war ja auch voll angenehm gewesen. Und jetzt hat er immer nächste Woche angezeigt, ja, wird auch noch nicht, so 26, 27 Grad vielleicht. Heute Morgen schaue ich schnell drauf, 31 Grad nächste Woche. Willst du mich verarschen? Ja. So kannst du dich mal entscheiden, bitte. Aber das ist das Gleiche wie letzte Woche. Hat es geheißen, ja, grosses Unwetter kommt. Und wir hocken dort so ein laues Lüftchen und wir so... Ja. Wo? Also an gewissen Ort hat es schon extrem. Ja. Es hat schon. Also, wenn ich da so Videos gesehen habe, muss ich sagen, ja, lieber ihr als ich. Ich glaube, von Zürich, ja, dort war es recht schlimm gewesen. Zürich ist, glaube ich, schon 2 Wochen oder so, wo es dort so gestürmt hat. Das ist schon recht das heftig. Das ist crazy, ey. Und bei uns vergammeln die Felder nebendran, ich sage, das ist heftig. Ja, das ist anders schlimm bei uns auch. Ja. Überall alles braun und... Ja. Das ist einfach nicht schön. Nein. Das ist einfach nicht schön. Darum, liebe Leute, nehmt eine Spritzkanne, geht eurem lokalen Bauer helfen. Genau. Wälder bewässern. Nein, Quatsch. Wasser Also sparen. Geht lieber in den Wald schiffen, weder daheim. Okay. Hey, bleibt alles natürlich. Mehr oder weniger. Ja. Okay. Der Tipp für die Hitze. Gehen in den Wald schiffen. Genau. Ja, erstens mal im Wald ist es kühler. Und ihr macht auch gerade etwas für die Umwelt. Ihr könnt den Wald bewässern. Genau. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das wirklich so viel bringt. Aber es kommt darauf an, wie viele Leute das machen. Stell dir mal vor, so ein... Ich weiß doch nicht. Sagen wir so ein ganzes Dorf. Ein ganzes Dorf geht einmal oder 3 Mal am Tag im Wald brünzeln. Ich glaube, das würde schon ein bisschen helfen. Das würde ein bisschen stinken. Das auf jeden Fall. Das, ja. Also da ist ja der Zürich Haarweg gerade ein Witz dagegen. Wow. Das ist ja die Moment, wo man aus dem Zug aussteigt und denkt so, ja, da schmeckt es nach Lulu. Okay. Schon wieder mal alles vernichtet innerhalb von den ersten 3 Minuten. Finde ich gut. Ja. Und wenn noch nicht einmal Grüezi gesagt, Grüezi miteinander. Richtig, grüezi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, genau. Auf welcher Plattform, auf welcher Plattform ihr auch immer würdet zuschauen. Jetzt können wir mal unsere Werbung am Anfang machen. Das haben wir ja gesagt, dass wenn wir schauen, dass wir das am Anfang machen, genau. und am Schluss. Genau, er ist der Blackjack. Und dieser ist der Ullen, der dann eben, also vis-à-vis virtuell von mir sitzt. Genau, gegenüber. Gegenüber, Genau. Gegen wer? Genau. Wir machen Dinge im Internet. Wie zum Beispiel auf Twitch streamen. Wir tun auch Instagram und auch YouTube momentan ein bisschen füttern mit unseren Clips und Social Media Sachen. Und wir machen den Podcast Brotkasten. Genau. Ich glaube, das haben wir das erste Mal so gesagt. Seit langem. Seit langem. Aber das braucht es auch wieder mal. Ja, voll. Genau. Ja. Und meistens diskutieren wir über Filme
und Serien. Früher mal über Games. Wobei ich glaube, heute werden wir auch wieder ein bisschen über Games reden. Also ich habe nichts aufgeschrieben, aber können wir gerne. Das Können wir gerne. Also könnte ja, auch, du kannst sicher. Ja, du auch, oder? Ich meine, Aber das bei ist... mir ist jetzt nicht gerade so etwas... noch nicht so etwas released worden wie bei dir. Oh, das ist schon... Aber Das ist schon ein bisschen Herzschmerz. ich muss noch bis nächste Woche warten. Okay, was kommt denn bei dir nächste Woche? Black Flag? Ah, stimmt. Eines der besten Assassin's Creed ever. Stimmt. Also was ist das jetzt? Alles ein Remake oder ein Remastered? Es ist ein... Boah, sie nennen es Resynced. Es ist... Ja, Okay. also ich kann es verstehen, dass sie auf keins von beiden, also wirklich... Es ist eigentlich ein altes Game. Die Mhm. Story grundsätzlich bleibt grossteils gleich. Es ist halt einfach auf einen modernen Stand gebracht worden, was Grafik Mhm. und alles. Also die Videos und alles, die ich gesehen habe bisher, es sieht einfach absolut bombastisch aus. Also wirklich geil. Okay. Und sie haben gewisse Sachen am Gameplay. Durch all die Jahre haben sie natürlich Sachen gelernt, was vielleicht schlecht war und heute Mhm. besser bei den Leuten ankommt. Da Ja. haben sie Gameplay-mässig Sachen geändert. Auch an der Welt haben sie, also früher bist du, wie soll ich sagen, ist die Stadt eigentlich wie geschlossen gewesen. Du hast nicht einfach können aus der Stadt raus und so. Mhm. Das sollst du jetzt anscheinend können. Also du kannst aus der Stadt raus, dort in den Dschungel hinten dran und so weiter. Die Story aber ist eigentlich die gleiche, hat aber auch, es sind glaube ich neue Charaktere, die noch dazukommen und wo Okay. auch gewisse Story-Stränge oder vielleicht auch Nebenmissionen, Geschichten und so noch ein bisschen dazugekommen sind. Also, sie haben, glaube ich, etwas Gutes gemacht daraus. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe ja, hoffe ich auch. Also eben, das Sonst- Wort Resync höre ich zum ersten Mal, aber ich habe jetzt gerade gelesen, was das ist. Das ist ein neuer Begriff und beschreibt, dass ein sehr beliebtes Original als vollständiges Remake neu aufgelegt wird, jedoch den Geist des Originals bewahrt, um neue Inhalte und Features erweitert. Genau, also Ja. genau das, was du eigentlich gesagt hast. Ich vergleiche sogar ein bisschen das neue Tomb Raider, wo sie ja eigentlich das alte bringen wollen, wo aber Mhm. ja auch wieder anders heisst. Fällt für mich fast wie ins Gleiche rein. Weil es ist das alte Tomb Raider mit der alten Lara Croft eigentlich neu aufgelegt, neu interpretiert, kannst du sagen. Ja. Aber da bin ich bei mir jetzt. Ja, gut, nein, das, was ich habe, das ist dann wirklich ein komplettes Remake. Hätte ich jetzt gesagt. Also das Remake ist ja immer so, habe ich es mal verstanden, wenn sie wirklich das Game halt, ich sage jetzt mal, in einer aktuellen Engine zum Beispiel Ja. nachher neu machen. Genau. Und das Remaster ist, wenn sie das alte Game nehmen und aufhübschen. Genau, richtig. Aber ja. nicht Also, ganz so tief gehen wie bei einem Remake. genau. Ein Spiel oder Film wird von Grund auf neu entwickelt. Die alte Version dient nur noch als Vorlage, während Ja. alles andere, Engine, Assets, Charaktermodelle neu erstellt wird. Genau. Zum Das ist Beispiel das Mafia. Remake. Mafia-Games, die sind remastered worden, nicht Genau, remaked. genau. Ja, auch Age of Empires haben wir ja auch da. Ja. Gut, dort wird es halt noch unterstrichen mit Definitive Edition, aber eigentlich ist es in dem Fall ein Remaster. Halt einfach gleich einfach aufgehübscht. Ja, genau. Ja, Mafia Genau. heisst ja auch Definitive Edition. Ja, Genau. Ja, also ich finde Remaster macht einmal Bock. Und ja, Ja, eigentlich alles. es- Je nachdem. Also vor allem, wenn es geht so in einer Age oder in gewissen anderen Games, wo halt auf aktueller Hardware, es klingt mega dumm, aber halt teilweise einfach nicht mehr richtig laufen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, das beste Beispiel war immer GTA 2 gewesen. Yep. Das ist halt so schnell gelaufen, wie die Prozessor taktet hat. Und wenn du halt einen modernen PC hast und das Game gestartet hast, dann hast du halt nicht mehr gesehen, ob sich der Schlüssel drückt. Du hast eigentlich nur ist es so, irgendetwas gesehen.
Das ist es so. Ja, viele haben ja auch dort mit dem 64, früher hast du überall 32 Bit gehabt, Mhm. und jetzt ist es auf 64 Bit. Und du hast halt viele Spiele, die 64 Bit halt noch nicht unterstützt haben. Und da hast du halt einfach die Einschränkung gehabt, du hast 4 GB Memory von deinem PC können brauchen für das Spiel. Und dann war es einfach fertig gewesen. Ja, voll. Und mit den heutigen PCs ist das, denkst du, du 4 brauchst, Gigabyte. ja, du fährst mit dem Lamborghini in der 30er-Zone rum, Da, oder? da starte ich das Word und habe 4 Gigabyte gebraucht. Ja. Das haben sie jetzt bei vielen Spielen machen sie das, vor allem so alte Strategiespiele, eben Age of Empires sicher, Star Wars Empire at War haben sie es mal gemacht. Das habe ich Mhm. eben mega geil gefunden. Das ist so ein Spiel, das kommt so einmal pro Jahr kommt das irgendwie so ein Patch über. Da machen Okay. sie so kleine Verbesserungen und jetzt eben letztes Jahr haben sie es, oder vorletztes Jahr haben sie es so rausgebracht, dass du eigentlich eben noch auf 64-Bit-Version kannst spielen. Habe ich mega cool gefunden, einfach so aus dem Nichts raus. Und Nice. Warhammer, das, Dawn of War, was sie ja auch wieder, dort haben sie auch eine Definitive Edition gemacht. Mhm. Und eben, dort, das ist glaube ich auch jetzt ein Remaster. Dort haben sie es dann auch so gemacht, dass du eben mit 64 Bit kannst spielen. Ja, Macht halt ja, schon ja. Sinn. Nicht, eben, es macht halt Sinn. Vor allem finde ich es auch cool, wenn man so etwas hinbaut, eben damit man den Spielspaß nicht verliert. Ja, Genau, voll. Absolut. genau. Ja, Ja, jetzt sind wir schon bei den stimmt. Games. Ja, gell. Also, wo wir eigentlich rausgenommen haben. Aber Genau. ja, ich werde mich eigentlich kurz fassen. Ich glaube, die meisten, die hier zulassen, die werden wahrscheinlich auch meine Clips schauen oder was auch immer, oder werden sogar dabei sein. Am 25.06. Hat Nintendo ein 30-jähriges Spiel rausgebracht, ein Remake gemacht, und zwar ist es Star Fox für die Nintendo Switch 2. Und ich für mich kann einfach sagen, es ist hure geil. Es ist hure geil. Es hat so 2, 3 Sachen, wo ich jetzt muss sagen, das ist Jammern auf höherem Niveau. Aber grundsätzlich habe ich das Spiel, ich habe das einfach reingezogen. Ich war hure happy gewesen. Bist du schon fertig, oder was? Nein, wieso? Ha, nein, ich meine, weißt du, Ah, mit dem Game, ob du schon durch bist, es hat ja, so. schon etwa 6 Mal. Das ist das einzige Problem an diesem Spiel. Weil es ist ja so eigentlich so ein alter Arcade-Shooter. Ja. Du hast eigentlich einfach eine Kampagne, die du kannst machen, wo du von einfach etwas, was sind 6 oder 7 Planeten besuchst, Mhm. und eigentlich dein Ziel ist, eine höhere Highscore zu bringen am Schluss. Und Okay. es gibt sozusagen 3 Routen. Also ja, letzten Sonntag habe ich eigentlich innerhalb von 4 Stunden alle die Routen durchgespielt. Also auf der mittleren Schwierigkeitsgrad, und das it eigentlich. Also es ist nichts Okay. jetzt Ja. irgendwie, wo nachher dann 6 Stunden geht. Okay. Aber das Spiel ist eigentlich dafür da, dass man nachher dann eigentlich probiert, einfach seinen Highscore nochmal zu brechen. Was ich aber cool finde, ist, sie haben jetzt noch Challenges pro Planet eingebaut. Das hast du im Original nicht gehabt. Das heisst, du kannst eigentlich zurück auf den Planet und dann hast du spezielle Aufgaben, die du erfüllen, damit du Medaillen bekommst. Mhm. Und wenn du eigentlich die ganze Sache gemacht hast, kommst du nachher dann eigentlich den Expertenmodus über, oder den Extreme-Modus, der noch schwieriger ist. Und dann kannst du es dann nochmal durchspielen. Und also ich muss schon sagen, schon für mein Alter, Oh, für mein jetzt. Alter, ich habe Mühe gehabt mit dem Spiel tatsächlich. Also für das, dass ich das früher so viel gespielt habe, habe ich mir auch gedacht, hey, Scheiße, ich bin so eingerostet. Ich kann das alles nicht mehr. Hey, vor allem, das Schlimme ist, auf der Nintendo 64-Version hast du einmal gedrückt und hast einmal geschossen. Also wirklich, und bei dem bist du die ganze Zeit nur am Drücken gewesen. Ah, ja. Manchmal nehme ich auch den Joystick so quer in die Hand und drücke mit dem Zeigefinger schnell Ja. drauf, damit ich schneller bin. Aber das ist zum Beispiel etwas, das habe ich mega cool gefunden, weil du schießt jetzt mit einem Drücken nicht einmal, sondern 3-mal. Und Mhm. wenn du im richtigen Rhythmus inne bist, kannst du hure schnell Das ist eigentlich bolzen. wie so Dauerfeuer fast. Ja, so Ja, zack, ja. zack, zack, zack. Also, aber das ist so etwas, was ich mega cool finde. Was ich auch mega schön finde, ist, dass sie Voice Acting gemacht haben für Cutscenes. Cutscenes übrigens finde ich auch mega geil. Es Mhm. erzählt dir viel mehr,
was passiert ist und warum und wieso und warum du auf diesen Planet musst, weder im N64. Das hat mich eigentlich immer so ein bisschen interessiert. Ah, das hat es Und vorher gar nicht gegeben. nein, nicht wirklich. Also, du hättest einfach Okay. gesagt, ja, wir haben dort eine Basis, geh helfen. Dann sagst du, I do my best und dann gehst du runter. Und Okay. jetzt hast du so, ja, so 30 bis 2-minütige Sequenzen, was eigentlich mega spannend macht, also was mir halt einfach schöner dünkt für zum Zuschauen. Mhm. Mhm. Und auch der Abschluss von der richtigen Route, es gibt eigentlich zwei, es gibt die falschen und es gibt die guten. Es gibt das falsche Ende, es gibt das gute Ende. Und also das gute Ende habe ich, dort sind wir einfach wie sagt man, die Zechennägel hat es mir aufgerollt, weil das ist so schön gewesen, das haben sie komplett umgestellt und das ist etwas vom Schönsten vom ganzen Spiel, was sie gemacht haben. Wirklich viel emotionaler, viel mehr drin. Das hat mir Mhm. mega gefallen. Okay. Genau. Und jetzt bin ich halt am so. Also, ich finde es halt auch cool, es ist ein Spiel. Eben, wenn du denkst, ja, was mache ich jetzt heute noch? Ja, ich habe noch eine Stunde Zeit, bevor ich ins Nest gehe. Komm, ich gehe schnell eine Kampagne machen oder gehe schnell ein bisschen rumbölzen auf den einzelnen Planeten. Und Ja. genau so etwas brauchst du manchmal. Einfach so ein bisschen Ja, voll. ja, Einfach schnell ein Stündchen drinnen, Kopf genau. abgeschaltet. Voll. Ja. Ja, Und, geil. und mich hat es halt mega reingezogen, weil ich habe das auf der Nintendo 64 auf und ab gespielt. Das ist für mich ein Kindheitsspiel, das sie eigentlich neu gemacht haben. Und eigentlich alles das, was ich mir mal als Kind vorgestellt habe, haben sie eigentlich mehr oder weniger umgesetzt. Vor allem Mhm. Die Musik ist so genial umgesetzt Ja, worden. ich habe ein bisschen reingeschaut bei dir und es ist schon, es ist, also, Ah ja. für das, dass es ein altes Game eigentlich ist, Mhm. haben sie sich wirklich Mühe gegeben, um das neu aufzulegen, sage ich Ja. jetzt mal. Genau, also die haben glaube alles reingebuttert, was sie haben können. Aber Voice Actor finde ich cool, weil du kannst irgendwie umstellen. Also ich habe es auch schon mal auf Niederländisch durchgespielt. Du bist halt mehr am Lachen, wieder am Spielen. Aber es ist schon gut. Also nicht gegen Niederländisch. Ich finde es einfach eine witzige Sprache. Oder es tönt einfach lustiger sozusagen. Nöken in der Geigen. Genau. Ja, genau. Irgendwie so. Und dann kannst du aber auch auf Spanisch, Französisch und alles. Und ich finde es wirklich mega cool. Also eine Empfehlung von mir. Genau. Ja, nice, nice. So. Ja, es ist immer, ich habe gerade das letzte Mal mit dem Bert kurz drüber geschrieben, weil aber jetzt nächste Woche kommt Assassin's Creed Black Flag raus. Mhm. Mhm. Und es ist halt immer so eine Sache. Es kann, ich meine, ich bin von Mafia bin ich recht überrascht oder überzeugt gewesen auch. Das haben sie wirklich gut gemacht. Mhm. Es ist ein Remaster, nicht ein Remake. Das heißt, es sieht immer noch alt aus, Yep. aber trotzdem besser für die heutige Zeit auch. Mit der Auflösung, Texturen und so. Hast du gesehen, ja, es sieht ein bisschen frischer aus. Genau, ja. Aber es gibt so viele Games, wo halt, da musst du sagen, ja, so, was genau haben ihr gemacht? Oder Hey, ja, wo halt grundlegende Sachen dann geändert werden, wo man sagen, das hat nicht mehr viel mit dem von Nein. früher zu tun. Und das ist halt immer so ein bisschen 50-50. Ja. Sometimes it's maybe good, sometimes it's maybe shit. Sometimes maybe good, sometimes maybe bad. Genau, aber es ist wirklich so. Also, ich habe schon Remakes gesehen, wo ich mir haben sagen, was ist das für ein Müll? Also, Ja, absolut. und ich muss wirklich sagen, jetzt bei diesem Spiel haben sie wirklich von mir aus gesehen die Seele schon ein bisschen beibehalten von dem, Ja, ja. wo man früher hatte. Ich bin auch extrem gespannt, das habe ich auch während dem Livestream gesagt, weil in der letzten Nintendo Direct, was sie gemacht haben, haben sie auch gesagt, dass sie Zelda Ocarina of Time neu machen. Ja, habe ich auch gesehen. Und ich habe einfach nur gesagt, wenn die das so machen wie Star Fox, dann können wir uns auf etwas gefasst machen, weil das wird richtig gut. Ja, ja. Aber eben, gell, das musst auch einfach denken, das sind Aushängeschilder von Nintendo. Also, Absolut. So Zeugs dürfen sie nicht verkacken. Ja, was heisst, dürfen sie nicht? Ich meine, Ja. die Intention hat jetzt keiner, irgend so etwas zu verkacken. Aber ich meine, wir haben schon bei so vielen Sachen gesehen, wo irgendetwas gemacht worden ist, wo du denkst hast, ey, das dürfen sie einfach nicht machen. Und dann haben sie aus welchen Entscheidungen oder also
Meistens ist es halt irgendwie ein bisschen Money-Gründe, aber Ja. was sie dann halt irgendwie trotzdem gemacht haben. Ich meine, ein gutes Beispiel, wo jetzt aber zum Glück die Kurve bekommen hat, war Dune gewesen. Also haben Ja. immer gesagt, warum PvP, warum PvP? Und sie haben so darauf beharrt, ja, mal Deep Desert PvP. Und kein halbes Jahr später haben sie gemerkt, hey, da haben sie einfach zurückgekrebsen. Haben, ja, wir machen nur noch die Hälfte PvP. Und mittlerweile ist PvP völlig optional. Also, ja, es ist. Entschuldigung. Die Kurve Hey, ja. bekommen die wenigsten über, aber ja. Und bei diesen Spielen hat man sich einmal ehrlich gesagt gefragt, warum gibt es jetzt so eigentlich ein Remake? Ja, das kommt noch dazu, ja, absolut. So, wo ist es das? Das habe ich tatsächlich bei Mafia ganz am Anfang auch gedacht. Ich habe es, glaube ich, gedacht, also ich habe es selber nie gespielt, bin ich ehrlich, The Last of Us. Weil The Last of Us ist ja noch nicht so ein altes Spiel. Ich denke, warum gibt es jetzt so ein Remake? Ja, das verstehe ich. Ich verstehe es, wenn man so ein Star Fox oder auch ein Tomb Raider. Ich meine, ganz ehrlich, Tomb Raider ist ja schon knapp, was ist es jetzt? Wann ist das erste Tomb Raider rausgekommen schon wieder? Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, ich habe das letzte Mal nachgeschaut. Lass uns Dr. Google fragen. Erste Tomb Raider, ja, das ist ja vor 30 Jahren, 96. Eben. Ist das rausgekommen, weißt du? Das ist eigentlich verdammt krass. Und dann sage ich, hey, das ist voll okay. Auch nach 20 Jahren darfst du von mir aus, oder 10 Jahren darfst du von mir aus eins machen. Aber ja. Aber ich meine, du hast ein Spiel rausgebracht und nach 4 Jahren sagst du, hey, ich mache ein Remake. Und du so, warum? Ja, also verstehe ich auch nicht. Ist jetzt von mir her nicht so, dass es eine schlechte Grafik hat, The Last of Us. Eben, wie gesagt, ich habe es nur zugeschaut und nie selber gespielt, aber ich muss sagen, die Grafik sieht geil aus. Ja, voll. Warum machst du das jetzt neu? Mach lieber ein neues. Ja, oder bring einfach wenn es darum geht, Grafik zu updaten, das haben so viele früher schon gemacht. Genau. Bring einfach einen Patch, einen HD Texture Pack Patch, fertig. Ja. Klar, verdienst vielleicht nicht so viel, aber es gibt sicher Leute, die sich sagen, hey mal, jetzt hole ich es mir, jetzt also das HD Pack sieht noch ein bisschen besser aus. Genau. Jetzt hole ich mir das Game. Da bin ich ein bisschen zwiespaltig, zum Beispiel bei Oblivion. Ja. Von den Elder Scrolls. Die haben die jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es ein Remaster oder was ist ein Remaster? Hä? Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dort hätte ich mir jetzt auch gesagt, eigentlich hättest du einfach nur irgendeinen Typ können engagieren, der gesagt hat, hey, tu mir das ein bisschen besser modden, damit es grafisch ein bisschen geiler aussieht, fertig. Mhm. Ich meine noch Skyrim. Skyrim hat es jetzt wie viele Versionen? Keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, die normale, es gibt Gold Edition, dann gibt es Years of the irgendwas, nachher hast du so viel eine Konsole. Also denen gehen langsam die Ideen aus. Ich meine, ja. Es gibt wahrscheinlich so viele Versionen, wie Rockstar von GTA 5 gemacht hat für alle Konsolengenerationen. Ja, genau. Und jedes Mal haben sie wieder Geld verdient. Und weißt du, ich meine, eigentlich hat es schon nur gelangt, es gibt ja eine Community, die Sky Oblivion macht. Ja, genau, ja. Genau, und die machen eigentlich nur, die tun eigentlich das ganze Oblivion nehmen und das nachher dann einfach in die Skyrim Engine, ich sage es jetzt einfach so, in die Engine, die Skyrim braucht, umbauen. Und für mich, ich muss sagen, das ist schon ein Fortschritt. Mhm, absolut, also, ja. Genau. Also braucht es jetzt nicht irgendetwas Neues. Es gibt zwei Sachen. Der alte Stil, den ein Spiel hat, kann auch sehr zum Charisma von diesem Spiel beitragen. Wo du kannst sagen, du kannst es auch so erneuern, dass du denkst, so, das ist zwar schön zum Anschauen, aber das hat den Charme nicht vom Alten. Ja, es ist ein sehr schmaler Grat dort, weil es gibt so viele Games, wo du ich weiß nicht, es gibt ein Wort für das. Alte Games oder auch Filme oder so, wo du im Kopf hast, wo du denkst, das war mega gewesen, das ist super, und du startest es heute und denkst, boah, was schaue ich mir da gerade an? Ja. Das ist, ich weiß, es gibt irgendein Wort für das Phänomen, und das ist halt ein mega schmaler Grad, um zu sagen, ja, ist es wirklich so oder machen wir wirklich vielleicht etwas Neues daraus? Ja. Also
ich nenne das, also ich habe den Ausdruck von How I Met Your Mother, die lilane Brille oder die violette Brille oder so Ja, etwas. ja. Das ist eigentlich etwas, wo du einfach so aus Gewohnheit oder einfach, weil du es geil findest, ist es automatisch einfach besser wieder etwas Neues. Mhm. Und da muss ich mir einmal sagen, manchmal stimmt es eben schon nicht. Da kommt mir etwas ganz Bestimmtes immer in den Sinn. Etwas ganz, ganz Bestimmtes. Und ich werde nicht aufgeben, bis der Tag kommt und ich endlich mal mit dem Herr, den Herr dazu gebracht habe, dass man vielleicht halt doch die lilane Brille abzieht und halt mal das WoW Classic auf der Seite lässt. Und vielleicht kommt Guild Wars spielen mit uns jetzt, gell, Parzi? Ja, aber das ist das beste, so etwas ist das beste Beispiel. Ich meine, dort hat es ja auch schon Grafik-Updates gegeben und so. Und dann haben wir auch mal müssen sagen, Classic nicht. ja, eben Classic nicht, aber jetzt eben im Retail zum Beispiel. Dort hat es ein Grafik-Update gegeben, wo ich am Anfang auch müssen sagen, irgendwie finde ich das nicht so geil. Aber wenn du es jetzt mal genauer anschaust, denkst du, der Classic sieht einfach scheiße aus. Manchmal. Oder einfach so, zum Beispiel Ja. Charaktere, wenn du eine Charaktererstellung machst. Ich finde jetzt zum Beispiel im Retail ist es mir teilweise ein bisschen shiny. Gut, das ist halt einfach, wenn du Blutelf spielst oder so. Weil das ist alles glatt, ist so schön und so. Und im Alten bist du halt einfach manchmal runzlig gewesen, vor allem Zwerge. Hat einen Charme gehabt, aber ich muss auch sagen, irgendwie, es passt auch nicht mehr zu der Zeit. Punkt. Wenn andere MMOs anschaust. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja Guild Wars angefangen zu spielen. Ja. Und das Game ist ja auch schon 20-jährig plus. Ey, das ist Also uralt, glaube ja. irgendwie, das ist ja doch, hat auch schon seine Zeit hinter sich. Und das hat jetzt auch der Wolgi zum Beispiel, das ist ein Kollege von mir, der spielt das schon sehr, sehr lang und intensiv und der ist mich jetzt ein bisschen um einführen in das Game, sage ich jetzt mal. Und er hat auch gesagt, ja, wir sind jetzt hier im Startgebiet. Und du musst dann einfach halt immer das bisschen im Hinterkopf behalten, die Startgebiete sind halt so alt wie das Game. Ja. Die sind vielleicht minim angelenkt worden in all diesen Jahren, aber du kannst das nicht vergleichen mit einem Gebiet, wo im letzten Add-on oder der letzten Expansion rausgekommen ist. Weil ich habe schon auch ein-, zweimal gedacht, und ich habe aber auch gewusst, dass es so ist, wenn du im WoW rumlaufst, hast du mittlerweile im Retail relativ schöne Flächen, schöne Gräser und alles. Es sieht recht schön aus und alles. Und im Guild Wars, jetzt vor allem jetzt in dem Startgebiet, hast du halt manchmal, du hast einfach so Grasflecken. Genau. Du hast Bodentextur, flach und ab und zu mal wieder Grasflecken. Es sieht halt aus wie ein WoW Classic. Richtig. Weil es halt so alt ist. Und ja, also ich bin gespannt, wie es in den neueren Gebieten wird sein. Und ja, also das hat mich zuerst die ersten paar Stunden ein bisschen abgeschreckt. Mittlerweile, ja, ist okay. Tatsächlich ist es genau, ja. Aber das ist halt schon so, eben, bei denen schreckt es ab. Manchmal muss ich halt auch sagen, eben. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen gelernt, auch mit dem Alter. Jetzt kommen wieder die alten Männer. Aber tatsächlich, eben, manchmal ist die Grafik ja nicht alles. Es ist so ein bisschen Geschichte hinten dran. Eben, wenn es jetzt nicht gerade ein richtiger Rotz ist, ich sage es so. Aber grundsätzlich, ich meine, jetzt im Star Fox hat es auch Texturen, wo ich muss sagen, okay, nicht so geil, aber genau. Ja. Ich bin dort halt ein bisschen. Umgangssprachlich nennt man es halt eine Grafik. Ja. Ich habe mich nicht einen guten PC zusammengebaut, um nachher Games in schlechterer Qualität zu spielen. Genau. Und ich finde es halt einfach auch ein Stück weit. Es gibt einen Grund, warum es solche Qualitätsstufen gibt. Und das ist für mich dann immer, ich spiele es so. Auch mit den Schwierigkeitsstufen zum Beispiel sehe ich es vielfach auch gleich. Ich probiere Games eigentlich immer auf der normalen Schwierigkeitsstufe zu spielen, weil das ist meistens die Schwierigkeitsstufe, die der Entwickler angedenkt hat, wie es soll sein. Und das Gleiche auch bei der Grafik. Ich probiere es dort in der höchsten Stufe, so hoch wie möglich.
können spielen, weil das ist das, was Das, sich was der angedenkt Entwickler wird, genau. gewünscht hat, wenn man es müsste Können anschauen. spielen, ja. Genau. Ja, es ist halt schon, also eben, wie gesagt, wenn es kannst, dann mache ich es auch so. Aber Ja, eben, ja. Viele Sachen, die man nachher zurückschrauben, das habe ich auch absolut. ja, vor allem ich darf jetzt Leider. zurückschrauben, wenn ich mir die ganzen Spiele anschaue, die jetzt da kommen. Dann wird mein Kollege schwitzen, ich sag dir's. Erzählen Sie. Metro, das neue, das rauskommt. Okay. Das hat eine recht grosse Grafikanforderungen, dünkt es mir. Also ja, eben, es ist, ja. Und jetzt nicht für mich persönlich, aber auch ich habe einfach mal geschaut, das neue GTA, wo ja dann irgendwann mal wird rauskommen. Ich glaube, da wird meine wahrscheinlich auch langsam einfach, also wenn ich es in einer guten Grafik spiele, in der empfohlenen Grafik, ich sage es mal so, dann bist Mhm. du einfach mit der 3070er, kommst du einfach langsam ein bisschen an eine Grenze. Wie viel Grafikram hat die? 8. Genau, genau. Das könnte ein bisschen knapp werden, könnte ich mir auch vorstellen. Vor Richtig. allem, wenn man so hört, was so die erwartete Performance auf den Ew. Playstations und so ist, wo ich halt muss sagen, schwierig. Und schon die ersten Clips und Videos kommen, wo immer heißt, ja, ich lasse schnell PS5 an, dann hörst du, wie so eine Hörst du, wie sie Düsenjet durch abhebt. die Wohnung Ja. fliegt. Hey, aber eben, wie gesagt, das eben, ich meine, ja, irgendwie musst du dich ja ein bisschen eben mit dem auseinandersetzen und dann musst du halt vorher entscheiden, wo du es kaufen und dann muss ich es halt einfach in einer schlechteren Grafik spielen Mhm. oder warte ich halt noch und so, weil, äh, das ist ein anderes Thema. Das hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Und ich glaube, das haben schon viele gesagt. Ja, ich weiß nicht, was ich soll spielen. Ich habe keine Spiele und weißt du, wir haben ja momentan so die Möglichkeit, dass wir so Haufen Auswahl haben an Spielen. Das heisst, du kannst dich gut mit etwas anderem beschäftigen. Mhm. Eben. Und eben, ich meine, wenn du nicht jetzt grosse Anforderungen hast oder auch einfach das erwartest, was du überkommst, wie jetzt zum Beispiel eben Guild Wars 2, wo heisst, also ich sehe es jetzt da, das ist seit dem 2012 gibt es das. Und du musst halt einfach nicht gerade das Gröbste erwarten, je nachdem. Eben, wenn du schon weisst, die haben dort nicht so viel angelenkt. Mhm. Später kommt es dann, aber das ist ja das Gleiche eben, du gehst jetzt auch nicht dahin und denkst dir, ja, ich spiele Schlacht um Mittelerde jetzt 1 oder 2 und denkst, das ist eine mega krasse Auflösung. Das Voll, ist ja. das hat halt einfach ein Alter, das hat eine Engine, die sich nicht weiterentwickelt hat oder wo halt einfach veraltet ist. Deal with it. Mhm. Ja, Genau. absolut. Oh, Andererseits gibt es Games, wo ich muss sagen, wenn man das so, was Qualität und so und Performance angeht, wo ich muss mhm. sagen, die beweisen einfach, hey, es geht auch heute. Du kannst es vernünftig Games bringen, wo qualitativ absolut genial aussieht und auch super läuft. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade eins abgeschlossen, das neue Ah James ja. Bond Game, wo ich einfach muss sagen, hey, ich bin von der ersten Minute an gefesselt gewesen und vor allem auch absolut überrascht, wie gut das Game aussieht und wie super stabil der Kai läuft. Keine Lags, keine Crashs, nichts. Das Ding ist Mhm. einfach gelaufen und es hat super ausgesehen. Das stimmt, das habe ich bei vielen gesehen. Und ja, da muss ich sagen, das hat wirklich gut ausgesehen. Und da muss ich dann halt manchmal einfach auch mir die Frage stellen, was machen die anderen? Ja. Es gibt immer wieder so Einzelne, die so. Ich meine, klar, du kannst jetzt vielleicht das James Bond nicht mit einem GTA 6 oder so gleichstellen oder mit einem Ja. Star Citizen von der Detailverliebtheit und von der Qualität von der Grafik und alles an sich. Es ist natürlich schon ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz, was mache ich die anders, dass sie es anbringen, so ein cineastisches Meisterwerk auf die Beine zu stellen Mhm. und da dabei Performance können beibehalten. Und tatsächlich das Release-Datum nicht verschieben. Und das Release-Datum nicht, das kommt noch dazu. Ja, ja, genau. Das kommt noch dazu. Also, ehrlich gesagt, ich habe ja kein Problem mit dem, wenn man Nein, Release-Datum voll verschiebt. nicht. Wenn man wirklich merkt, so, hey, Scheiße, wir haben da einen hohen Bock geschossen. Weil, eben, ich meine, wir sind ja auch Informatiker, wir arbeiten ja in einem
ja, je nachdem Anführungs- und Schlusszeichen ähnliche Prozedere, dass du halt irgendwann zu einem Punkt kommst, wo du sagst, hey, mein Produkt oder das, wenn ich, das Projekt, das muss jetzt ein Go-Live haben oder so. Mhm. Und dann denkst du so irgendwie so 2 Wochen vorher, siehst irgendetwas, wo du denkst, hey, Scheibe, das funktioniert so nicht. Dann musst du es nochmal rausschieben, weil das Problem ist, wenn du dann rausbringst und es ist einfach nicht gut, dann hast du eher ein Problem, wenn du dem Kunden sagst oder den Leuten sagst, hey, schaut, wir haben einen riesen Bock haben wir gefunden. Wir Mhm. brauchen noch mal 2 Wochen, damit wir den fixen können, weil sonst läuft es nachher nicht. Ja, ja, absolut. Ich habe Genau. auch, früher, aber das ist halt einfach wahrscheinlich so die jugendliche Naivität gewesen. Früher hast du immer aufgeregt, ja was, jetzt wird es verschoben, oder Scheissdreck, Mhm. bla 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 und so weiter. Aber heute sehe ich es genau auch so. Ey, Ja. ich meine, ich spiele eines der meisten und längsten verschobenen Games. I don't fucking care, Ja. wenn das rauskommt. Von mir aus sollen sie dann nur mal 10 Jahre daran arbeiten, solange es geil ist und solange man es spielen kann. Was im Mhm. Moment ja leider wieder nicht der Fall ist, so wirklich. Ja, aber Aber hey, und das ist auch, also jetzt, ich wollte jetzt eigentlich nicht über Star Citizen aber ranten, aber ich wollte auch zeigen, dass ich das nicht einfach die ganze Zeit fanboy. Im Moment ist der Patch dann ein absoluter hey, Dreck. aber ja. Es hat so viele Probleme in den letzten Wochen oder im letzten Monat gehabt, oder 2 Monate mittlerweile fast. Mhm. Sie schweigen recht, was der Release vom Singleplayer angeht, weil eigentlich hat sie in der Summer Game Fest soll irgendeine Ankündigung geben, ist nicht gekommen. Es sind Gerüchte im Umlauf, von wegen, ja, wird Ja, es gut, aber trotzdem das nochmal verschoben oder nicht. Eigentlich haben sie gesagt, es kommt im November. Und da sehe ich auch so, also, hey, und tatsächlich sehen das viele in dieser Community so. Ich habe schon viele Videos gesehen, jetzt wo sie darüber diskutiert haben. Und die haben gesagt, hey, das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach nichts sagen. ja, das ist es so. Wenn du es musst verschieben, wenn du sagst, hey, ja, wir sind halt einfach effektiv noch nicht so weit, dann sag's. Ja, Ja, aber du wirst natürlich Leute haben, die werden dich rummotzen. ja, Das hast du immer. Aber es ist nichts Schlimmeres, als wenn du entweder nichts sagst oder ein Game rausbringst, das einfach den Kacke läuft. richtig, ja. Anstatt dass du halt noch erst 2 Monate Zeit nimmst und sagst, Ja, hey, wir bringen es erst im Februar oder im Januar oder im März. Weil wir brauchen einfach nur die paar Monate, um zu sagen, hey, jetzt läuft es genau. gut. Aber eben, das wünsche ich mir eigentlich auch. Also wenn ich irgendetwas bestelle und das heisst dann, hey, look, ja, wir haben es jetzt nicht gerade an Lager, dann schreibst du also ich kenne einen Lieferant zum Beispiel, ja, ich sage jetzt halt den Namen, der World of Games. World Mhm. of Games, dort habe ich mir auch schon Zeugs bestellt. Und nachher, hey, die haben mir ein E-Mail geschickt, wo drinnen steht, hey, look, die Nachnamen und die Bestelldings ist jetzt halt so gewesen, weil wir dort so eine grosse Nachfrage haben. Wir wissen nicht, ob wir es dir an diesem Tag liefern können. Weil wir, da habe ich mir müssen sagen, okay, gut, weil da hocke ich nicht den ganzen Tag vor dem Briefkasten und denke also, wann kommt der Büstler, wann kommt der Ja, Büstler? ja, Und ja, dann ja. weiss ich, okay, gut, dann wird es vielleicht einen Tag, 2 später. Oder du kannst dich halt entscheiden, ja, okay, dann storniere ich die Bestellung bei euch halt, so eins man Genau, tut und schaue etwas anderes noch. genau. Absolut. Wie auch immer. Du hast das WOG erwähnt. Ich habe diese Woche ein Mail von WOG bekommen, ich glaube gestern sogar. Dann habe ich auch gedacht, oh cool, endlich kommt Bestätigung, es ist unterwegs oder so. Aber so, habe ich Mhm. gedacht, wäre cool früh eigentlich. Aber ist ja gleich, geil. Und dann war es einfach ein Mail von wegen, hey, bei uns ist im Fall gestanden, bei Black Flag, es hat einen Multiplayer, aber es hat im Fall gar keinen Multiplayer. So. Und ich so, Äh, ich habe nie erwartet, dass es einen Dude, Multiplayer gibt. Also, what the heck? ja, Aber geil, danke für die Info. ja. Aber da merkst du halt, World of Games, die schauen halt auch zu ihren Leuten. Also, Ja, ja, ist, to be honest, wenn ich irgendein Spiel kaufe, physisch, dann ist es dort. absolut, ja. Genau. Ja, Da, Shoutout for World of Games. genau. Hashtag. Was? Hashtag, genau. Nein, es ist wirklich so. Also, genau. Eben, eine Information mehr ist meistens. Vor allem, es kostet ja je nachdem nicht einmal viel. Ja, voll. Ich meine,
ganz einfach, wenn du auf einen Kollegen wartest. Schon nur, dass er schreibt, hey, es wird 5 Minuten später. Logisch, du regst dich auf, aber dann weisst du, okay, gut. Musst du jetzt Ja. allen sagen, dass ich dir geschrieben habe, ich muss eine Angstspeisung machen? Nein. Okay, Entschuldigung. Ja, besser wäre der, der denkt, das ist nächste Woche. Ne? Ja, da sind wir beide. Also, Chat, ihr dürft unter anderem Ullen Danke sagen, dass er sich trotzdem heute Zeit nicht anzusitzen, weil wir haben ein bisschen nebeneinander vorbeigeredet. Ja. Für den einen war es diese Woche, für den anderen nächste Woche, weil wir eigentlich letzte Woche den Termin hatten. Und darum sind wir beide ein bisschen verwirrt heute Morgen. Aber das ist alles gut, das ist alles gut. Wir haben es regeln. Genau. Spontanität. Yes. Genau. Jo. So, jetzt haben wir wieder 30 Minuten über Games geredet. Wenn wir mal in die eigentlichen... Oh, okay. Also, du willst noch schnell Dings ansprechen, die wir noch haben? Unsere Füdeli-Feedbacks. Ah ja, Füdeli-Feedbacks, stimmt. Füdeli-Feedbacks. Ich nehme gerade einen Blatsch Seas. Yes, dann nehme ich dann einen Parzi Seas. Er hat ja das letzte Jahr, genau das letzte Jahr hat er eine Frage gestellt. Richtig, ja, das letzte Mal, meine ich. Und einerseits wollte er sich bedanken für das, dass wir ihm seine Fragen so beantwortet haben. Er sagt da voll bei uns, für einen schlechten Film gute Musik zu schreiben, ist quasi unmöglich. Wenn der Film halt einfach schlecht ist, dann reißt auch die Musik das manchmal halt nicht raus. Auch wenn sie gut wäre, wird sie einfach von der miesen Qualität vom Film oder von der Story halt verdrückt. Das ist ja so. Bild, Ton, Musik und Geschichte gehen Hand in Hand und beeinflussen sich gegenseitig im Guten und im Schlechten. Der Ullen hat aber erwähnt, dass er bei Games Beispiel hat von guter Musik auf mäßige Games. Ich weiss, ihr redet ja nicht mehr drüber, aber darf ich gleich fragen, welche das er meint? Und anschliessend, gibt es denn das Gegenteil? Gibt es Filme, die er gut findet, die Musik aber stört oder fehl am Platz wirkt? Oh, da gibt es ganz viel. Ja. Oh, Bletsch. Oh. Ja. Also, wenn ich gerade das erste aushole, wenn ich einen Film schaue und instant merke, das ist kein Live-Orchester, das dort hinten dran spielt, dann ist schon bei mir schon 75% vom Film einfach scheiße. Wenn du eigentlich einfach Spotify nebenbei könntest laufen lassen, das wäre etwa der gleiche Effekt. Ja. Genau. Oder genau. So schlecht, also so unechte. Also ich rede dann von einer Serie, wo das genau ist. Aber das ist halt. Meistens ist es finanzielle Gründe, warum man sich das nicht leisten können. Ja. Aber zum Beispiel, ich kenne Games, wo die Musik geil ist, aber dafür spiele ich so ein bisschen. Eines der guten Beispiele habe ich sogar mal live gestreamt. Das ist The Dwarfs, die Zwerge. Das ist dort, wo ich hingehockt bin und dachte, okay, das Spiel sieht so okay aus. Das Gameplay ist ein bisschen, ja, es ist relativ repetitiv. Es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber es ist okay. Mhm. Aber das Erste, was ich gemerkt habe, ist, hey, Scheiße, die Musik ist verdammt geil. Und das ist ein Live-Orchester, das spielt. Das ist nicht irgendwie so ein 0815 digitaler Sound, der hinten nachher durchläuft. Sondern, obwohl das Spiel eigentlich relativ mäßig ist die Musik mega cool. Mhm. Das ist Punkt Nummer 1, also Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2, das ist das, was ich euch geschickt habe in meiner 3-seitigen Feedback, das ich mal gemacht habe. Und zwar ist das von Warhammer Adeptus Mechanicus. Das ist auch ein Turn-based Game, wo ich das Spielprinzip okay finde, aber mit der Zeit relativ schnell lasch wird. Das ist meine Meinung. Aber die Musik, die höre ich eigentlich unendlich. Die höre ich, wenn ich hin und zurück fahre vom Geschäft und so. Gut, ist zwar auch ein bisschen schwierig, wenn du plötzlich irgendwie so voll den Beat-Drop hast mit einer Orgel. Ja! Aber weißt du, solches Zeug, wo ich muss sagen, also die Musik erzählt mir mehr von der Story, weder eigentlich das Spiel selber. Ja. Genau. Also das sind 2 Beispiele, die ich jetzt gerade aus dem Kopf weiß. Apropos Autofahren und Game-Musik hören. Kommt mir gerade in den Sinn, ich habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich auch noch ins Büro müssen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das tatsächlich Black Flag gewesen.
dort habe ich, glaube den Soundtrack dazu bekommen, auf CD. Habe gedacht, geil, ich nehme den jetzt mit ins Auto. Ah nein, Mhm. warte, nicht Black Flag. Das war Lord of the Rings Online, Moria. Dort habe ich den Soundtrack dazu bekommen. Stimmt, ich sehe jetzt gerade das Case wieder. Das war das hellblaues Karton-Ding. Ja. Und das habe ich mitgenommen und habe es im Auto gelost. Alle, Oh wenn ich Gott. arbeiten und so. Und ey, es gibt nichts Geileres, als wenn du zum Sound von Herr der Ringe auf die Autobahn fährst und in dem Moment, wo du kannst auf Gas geben, fährt es voll an und du so «Ja, Angriff! Attacke!» Es gibt nichts Geileres. Das war so brutal. Das habe ich momentan beim Star Fox Soundtrack auch so, weißt du, so, vor allem, du hockst schon eigentlich wie so in einem Cockpit in und Ja. nachher fährst du wirklich also, und dann denkst du dir immer so, nicht so schnell fahren, Ullen easy, Ja, und ja. nimm den Fuß vom Gas. Du merkst, dass du plötzlich wie auch ein bisschen anders fahrst. Ein bisschen aggressiver. Das habe ich sehr lange, vor allem als ich jung war, wenn ich Fast and the Furious geschaut habe. Das war allerdings ein Fehler gewesen. Und meine Kollegen haben immer wieder genau sagen, wann ich den Film gesehen habe. Wenn ich wieder mal irgendwie ein bisschen zu heftig drauf war beim Fahren, ist plötzlich wieder Ja. letzte Zeit mal Fast and the Furious geschaut. So vielleicht. So. Ich kann Das das ist- natürlich sagen. Das ist so gut. Da bin ich voll wieder im Film drin gewesen. Das Im Film in war ganz nicht so geil. gut gewesen. Ey, du, ja. Aber ja, nein, tatsächlich. Wie gesagt, also bei mir macht die Musik eigentlich wirklich viel aus. Ja. Auch bei Filmen. Und eben, meistens ist es finanziell ein Entscheid, aber wenn ich merke, hey, das ist so, das hat es irgendwie auf dem, also eben, das hat es im GarageBand oder so geschrieben, mich zieht das ein bisschen ab. Ich weiss, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart für einen Blatsch, weil ich weiss, er macht genau das. Gut, Aber liegt in der das, Garage. Er macht es im ja, Dachstock. genau, aber das ist für mich etwas anderes, wenn ich wirklich von einem finalen grossen Film erwarte ich auch eine gewisse Qualität. Ja, schon. Und ich meine, der Blatsch macht sehr cooles Zeug mit seinem Sound und alles. Und ich habe ihm jetzt etwas gehört, und ich mega cool finde. Ich will es jetzt nicht spoilern, vielleicht sagt er es dann Mhm. mal selber. Aber das, was du machst, Blatsch, das ist eben, ich sage es mal so, erstens mal Hobby, du tust das. Aber du hast jetzt nicht Zugriff auf ein permanentes Orchester oder du hast auch nicht die finanziellen Mittel dazu oder auch der Film macht nicht. Aber eben, wenn ich jetzt einen AAA-Film schaue, wie zum Beispiel Herr der Ringe, würde ich schauen und nachher kommt so Plastikzeug. Da läuft das Sag ich Scooter dir. nebenbei. Ja, oder ein Scooter, oder eben du hörst wirklich, es sind keine echten Instrumente. Dann ist bei mir Mhm. schon vorbei. Dann denken wir, du hast halt einfach ein bisschen an der falschen Ecke gespart vielleicht. Ich würde das wahrscheinlich beim Schauen gar nicht so merken, explizit, was die Musik angeht, sondern für mich wäre halt einfach der ganze Ton vom Film, so das ganze Mhm. Feeling, so ein bisschen, ja, Ja. okay. Ich meine, jetzt Herr der Ringe, ich denke da halt immer an die Musik von Rohan. Die ist halt einfach Peak. Aber wenn du dort nur einfach so 2 Leute angesetzt hättest mit einer Geige, Ja. das wäre. Der Film hätte nur so gut können sein. Die Musik hebt dort so viel raus. Oder auch bei der Schlacht, wo der Theoden vor den Reiter Ja. durchreitet und so. Der macht einfach, die Musik macht die Atmosphäre dort. Alles andere kannst du vergessen. Wenn du das ohne Musik schaust, ist das nichts. Seien wir ehrlich, das beste Beispiel im Herr der Ringe ist dort, wo sie die Fackeln anzünden. Was passiert dort? Ein Feuer entfacht auf verschiedenen Bergen. Aber die Musik macht es so fucking Ja, episch. Entschuldigung, meine absolut, ja. Ausdrucksweise. Aber es Ja, ist ja. so, du machst einfach da und denkst so, wow. Aber eigentlich passiert gar nicht viel. Auch jetzt grad, ich habe es vorhin gesagt, James Bond, das Game. Ja. Ey, ich bin 2, 3 Mal dort gehockt. Ich musste mich konzentrieren, ich musste zocken, ich musste irgendeinen Güsselwagen fahren dort einmal. Mhm. Und ich bin da gehockt und dachte, ich habe gesagt, was ist das mit dieser Musik? Ey? Und ich bin da voll rumgereist und probieren überleben gewesen. Was ist das, wie geil ist das? Und Ja. und auch die Titelmelodie und alles, das macht so Hey, ja. viel aus. Das wäre halb so geil. Ja. Aber ich würde es halt dann nicht auf die Musik beziehen, sondern für mich wäre halt einfach das ganze Feeling nicht so Richtig, gewesen. ja. Ja.
auch Star Fox in dem Sinn, wenn du das Auto hörst und das Neue denkst, oh, Alter, die sind völlig am Übergehen manchmal. Mhm. Völlig am Übergehen. Und du stehst und denkst dir so, wow, was passiert? Eben, du kannst dich gar nicht darauf konzentrieren. Und gar nicht bei solchen Sachen vielmals ein bisschen nachhören. Also ich wollte jetzt da nicht vorgreifen, aber ich habe noch eine Serie, wo halt auch, also ohne Musik, wie das inszeniert wurde, dort wäre die Serie nur halb so gut gewesen. Aber Mhm. das ist die ich am meisten aufgeschrieben habe. Das ist mein absoluter Highlight von diesem Jahr gewesen bisher. Oh, okay, bin ich ja. gespannt. So, aber wir sind immer noch bei den Feedbacks gewesen. Jetzt haben wir so lange wieder über. Okay. Der Blatsch hat noch geschrieben, er feiert uns Jungs und so von wegen. Wir haben gesagt, siehst du, Blatsch, wir haben nicht über Games geredet und was machen Richtig. wir nachher? 20 Minuten über Retro-Gaming und die alten LAN-Zeiten reden. Ja, es gehört halt dazu, gell? Ja. Und zu guter Letzt einfach mal wieder danke für euren Podcast. Es ist echt eine Bereicherung und immer wieder toll, euch zuzuhören, zwischendurch das Handy vorzunehmen, um zu schauen, ob ich auf den Pausenknopf gekommen bin. Weil ihr beide so lange überlegt und nichts sagt. Ja, das kann vielleicht mal passieren, gebe ich zu. Er verwünscht sich immer wieder damit. Wiedersehen, Ja. Jungs. Liebe Grüße, Blatsch. Blatsch, vielen lieben Dank, das ist mega lieb. Merci, Blatsch. Dankeschön. Oh Mann. Wenn wir vielleicht auf rausschneiden. Nein. Nein, überhaupt nicht. Das sind ich sage es jetzt folgendermaßen. Der David Gilmour, der Gitarrist von Pink Floyd, den haben sie mal gefragt, was ist das Beste an deinen Solos? Und dann sagt er, die Pause. Pause. Ja. Weil der Studio Ghibli-Filme macht, der hat in allen seinen Filmen hat er ruhige Phasen drin, damit du oben runter kannst kommen, damit du schnell schnaufen und dann weiter schauen. Finde ich wichtig. Ja, Die Leute machen mehr Pause und machen vor allem langweilige Pausen. Vielleicht nicht gerade Sommerpause, aber Pause. Okay. Die Gut. genau. Wissen, die wissen. Genau. Ja. If you Also, know, you know. Dann haben wir noch den Parzi gehabt. Der macht keine Sommerpause. Der Parzi hat geschrieben, liebe Hosts, danke für die tolle Episode, interessanten Einstieg mit den Autos. Genau, letztes Mal haben wir ja etwas ganz anderes geredet. Für mich sticht natürlich das Highlight raus, dass ihr meinem Kommentar wieder so viel Zeit gewidmet habt und sogar meine Frage so ausführlich diskutiert habt. Ich habe aber keine Ahnung mehr, was wir dort für eine Frage hatten. Warte, ich kann das gerade sagen. Wegen welches Universum das wir streichen würden. Da habe ich so ein komisches Rauschen noch im Kopf. Ja. Ich weiss nur noch, dass ich irgendwie mich schlecht gefühlt habe nachher, aber ich glaube, ich habe es überstanden anscheinend. Ja. Und er schreibt, obwohl Star Wars abwählen der Hot Take des Jahrhunderts ist, mein lieber Blackjack. Ja, aber also, Entschuldigung, ich bin da sicher nicht der Einzige, wenn es um Marvel, Herr der Ringe, oder also vor allem DC, Herr der Ringe, gut, okay, mal bei DC bin ich wahrscheinlich sehr, sehr in der Unterzahl. Aber ja. Marvel, Star Wars oder Herr der Ringe, ich kann nicht der Einzige sein, der sagt, er lässt Star Wars fliegen. Also. Ja, er schreibt so, you were a chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. Bring balance to the Force, not leave it in the darkness. Ja. Aber zu eurer Frage. In allen filmischen Werken Herr der Ringe, Hobbit und Ringe der Macht werden die Maiar nie erwähnt. Genau. Ja, stimmt, das haben wir ja da noch. Ja, voll. Genau. Das liegt daran, dass sie recht nicht erworben worden sind. Ich muss schnell auf ein grosses Bildschirm, ich kann es kaum lesen. Ich werde dann alt. So einen kleinen Zoom. Genau. Das liegt daran, dass die recht nicht erworben worden sind für die jeweiligen Filme. Daher gibt es auch noch keinen Film über die Geschichte aus dem Silmarillion. Turin, Snauglamir und Beren und Luthien. Ullen, wenn jetzt mitkommst, bin ich giga stolz. Nein. Das Wort Maiar kommt nur im Silmarillion vor und darf daher nur mit Recht von dem verwendet werden. Okay. Ja, sehe ich, ja. Okay. Hoffe, das passt so für euch. Kuss an die bärtigsten Hosts aus der Schweiz. Wir lieben euch. Eure Fragewahl AK, Antwortwahl AK, Brotkasten-Fan. Was? Brotkasten-Fanival? Wir haben einen Fan.
Crazy. Fan. Fan, den hat man in den letzten 2-3 Wochen gut können brauchen. Aber Jetzt muss ich aber wirklich schauen, Turin und Nauglamir. Jetzt muss ich gleich gehen. Also sie sagen mir schon etwas. Aber ja, jetzt in der letzten Zeit leider nicht so viel gelassen, weil ich nicht so viel Auto gefahren bin tatsächlich. Und ich habe ein Problem. Das ist richtig dumm an meinem Auto. Wenn ich einfach es das hat kein Auto... Radio. Mal, es hat einen, Aha. aber wenn ich das Auto anlasse, dann läuft das im Hintergrund einfach weiter. Und wenn ich irgendwie mit jemandem am Schnorren bin und plötzlich siehst du so, plötzlich hörst du Sachen, hä, wo bin ich dort? Ich bin doch Ja. vorher Kapitel 12 gewesen, nicht Kapitel 47. Du musst immer wieder zurück. Ich habe da mein Notizbüchlein, da schreibe ich eigentlich jetzt jedes Mal rein, auf welcher Ding ich war. Ja, aber ich werde es gleich noch weiterlassen, weil es ist gleich immer noch mega schön zum Hören. Auch wenn es ein bisschen viel ist, aber schaffe ich schon. Yes. Genau, und irgendwann schlage ich ich Der weiss Herr viele Ringe Wahl, will. ich weiss viele Wahl über Herr der Ringe-Wahl, keine Ahnung. Das war ein bisschen over the top. Nein, merci vielmals auch dir, gell, Parzi, für deine lieben Worte. Und danke vielmals, bist du unser Fan. Ich bin der Fan. Der Fan. Jetzt kann ich beruhigt sterben. Kann ich Mami sagen, Mami, Wir haben ich einen bin etwas Fan! dabei, dort haben wir einen Fan. Ey, weißt du, was das Heftigste war? Ja, fuck, nein. Wann war das? Letztes Jahr an der Fantasy Basel. Bin ich mit der Lisa durchgelaufen und plötzlich schreit von irgendjemandem her eine Ulen! Und ich so, hey, cool, ein Fan. Dann war es nur der Bounce gewesen. Ah, so gut. Nur der Bounce. Wer ist Ja. der Bounce? Ich glaube, der hat auch mal gestreamt. Oder streamt Ah. immer wieder mal. Macht er Sommerpause? Ein bisschen lang, ja. Ja, erzwungenermaßen, glaube ich, habe ich gehört. Ja. Genau. Dann haben wir noch einen. Ja, und zwar der Simple hat auf Spotify kommentiert. Gute Folge. Haben wir einige von Ullens Zeichentrickfilmen, Animes notiert und 9 haben wir damals tatsächlich auch mal geschaut. Mhm. Shifting Gears, das ist die Serie mit dem Tim Taylor, Dingsbums Heimwerkerkönig da. So als Snack nebenbei habe ich gefeiert mit dem kleinen Stars. Genau, so für nebenbei so zum Schauen ist die perfekt. 2 Fragen. Seid ihr gespannt auf die Skyward-Romane? Und jetzt bin ich ganz ehrlich. Was ist das? Was ist das? Brandon, das sieht aber noch. Science fiction novel written by the American author Brandon Sayers is the first in a series of 4 books. Same universe as Defining Elysium, which details events hundreds of years before the event. Ich glaube, irgendjemand hat mir schon mal darüber erzählt. Also ich habe sicher schon mal davon gehört, Skyward, das ist mir ein Begriff, aber... Also die Hörbücher und die Bücher, die haben auch extrem gute Bewertungen. Ja, ich sehe es auch gerade, ja. Star Wars trifft Top Gun. Habe ich Top Gun gehört? Habe ich Top Gun gehört? Also tatsächlich simpel. Eben, ich kenne es jetzt auch nicht, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, schon. Ist jetzt wieder mal so eine Pause extra für dich. Ja, wirklich. Wir sind das Bild gerade am Nachschauen. Aber also, wie gesagt, wir sagen es auch bis jetzt nichts. Ich habe es sicher schon mal gehört. Also, aber ja. Aber auch der Brandon Sanderson, der sagt mir auch etwas. Ach, das ist der Dude. Okay. Also von dem habe ich auch schon Interviews gesehen und gelesen und so. Also der ist scheinbar... Der bringt auch ein Buch nach dem anderen raus. Auch vor allem Fantasy-Geschichten und so... Eben Universe und weiss auch... Ganz verschiedenes Zeug. Okay. Aber er hat noch kein einziges... Also ich habe kein einziges von ihm gelesen tatsächlich. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher.
Also mir sagt das sonst gar nichts. Also ich habe jetzt auch seine anderen Bücher mal also sagt mir nichts, muss ich ehrlich Hast du nicht sagen. mal die Serie geschaut, Das Rad der Zeit? Ja, ist das Dort von hat er ihm? ihn, also es steht jetzt einmal nur außerhalb des Cosmeres. Dort steht einmal drinnen Das Rad der Zeit. Dort hat er Gathering Storm Roman, Towers of Midnight. Also er hat dort irgendwie ein paar Romane geschrieben. Also das Rad der Zeit also ist von Robert Jordan, also von Okay. einem Vielleicht hat anderen. er einfach dort mal drin hineingeschrieben, das gibt es ja immer noch. Ja, vielleicht hat er irgendetwas damit zu tun gehabt oder so. I don't know, ja. Weiß nicht. Ja, also da steht jetzt halt einfach da auf Wikipedia, können wir jetzt da. Muss ich jetzt um Henry Cavill sein berühmtes Interview für ihn bringen? Welches? Wikipedia. Das hat Sag mir jetzt jetzt nicht. nichts dazu. Nein, das Was? kann jetzt wirklich Was? nicht. Er hat mal ein Interview gegeben. Ich glaube, er hat ja früher, ich weiß nicht, ob er Lehrer oder Aushilfslehrer war, aber auf jeden Fall hat er etwas unterrichtet mal. Und dann hat ihn ein ehemaliger Schüler auf dem roten Teppich hat ihn interviewt. Und dann hat ich weiß nicht mehr, was genau die Frage war. Ich glaube, das ist um den Film, wo er wie hat er geheißen? Und er da im griechischen Götteruniversum irgendwie, Aha, ich komme ja. gerade nicht mehr in den Sinn. Auf jeden Fall hat dieser eine Frage gestellt betreffend dem. Und Henry Cavill hat ihn irgendwie so gefragt, «Hä, also woher hast du die Informationen?» Und dieser, ja, Wikipedia. Und nachher der Cavill so, «Wikipedia? That's Ja, your gut. source?» So, du hast es von dort nachgeschaut? Okay, weird. Weißt du, ich sage gerade der, wo allen Männern sagt, ja, gang die Frauen fragen, ob sie mit dir ausgegangen kommen. Mir hat jetzt einmal noch keine Nein gesagt. Sagt Ja. der Henry Cavill. Und Ja. alle Leute schreiben darunter, ja, hast du das schon mal angeschaut, Kollege? Ja, genau. Äh. Ja. Aber zurück zum Kommentar vom Simple, weil er hat noch eine andere Frage, ob wir Nemesis, der Angriff, mit dem Peter Dinklage kennen. Und da muss ich sagen, yes, aber noch nie gesehen. Leider. Ich kenne beides nicht tatsächlich. Also was Ich kenne jetzt? echt, also mal den Peter Dinklage kenne ich, aber ich habe weder vom Film etwas gehört, noch habe ich ihn gesehen. Also es ist eine Serie Es tatsächlich. ist eine Serie, genau. Und klingt eigentlich noch tatsächlich recht interessant, weil es spielt zum Beispiel auch der Brent Spiner mit, der bei Star Trek The Data gespielt hat. Aber der Peter Dinklage, der sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, der Game of Thrones mal irgendwie etwas gesehen hat. Aber ja, nein, die habe ich wirklich nie gesehen. Aber danke, dass du mir das sagst, weil die kommt jetzt gerade auf meine Liste. Da haben wir wieder ein paar Ideen. Gut, ich Ja, kann ja nicht so, mal wieder, dass ich kann wieder mal in Discord reinschauen, was es mir alles geschickt hat. Merci für das, Simple. Ja, ich muss sie nachher erst suchen. Ich finde sie gar nicht. Aber ja. Nice. Danke für das, Simple. Thank you very much. Ja, ich glaube, ich glaube, über Discord habe ich nichts bekommen diesen Monat. Ich tatsächlich auch nicht. Von dem her haben wir Feedbacks durch, yes. Yes. Und dann kommen wir zum Eingemachten. Film, Spaß und Fun, Spaß mit Flaggen. Nein, ich weiß auch nicht. Also, ich habe den Ulm vorhin schon geschockt. Ich habe 7 Staffeln geschaut. Diesen Monat. Ich muss mich aber verteidigen. Viele von denen haben weniger als 10 Folgen tatsächlich. Und gewisse von denen gehen auch tatsächlich nicht so lang. Ja. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Serien geschaut und ich habe leider tatsächlich auch nur 3 Filme. Okay. Das ist die Habe ich Enttäuschung. mal mehr Filme? Okay. Ja, ich habe mich. Krass. Ich muss auch sagen, ich habe eine Serie geschaut, die hat sich extrem gezogen am Schluss und es ist jede Folge wieder irgendwie fast eine Stunde oder 45 Minuten. Und
Also gut, eben wie gesagt, entweder kann ich eine Serie mehr reinnehmen oder ich nehme 3 Filme rein. Ich Erzähl verstehe immer dann noch nicht, warum. ja, ich verstehe immer noch nicht den Unterschied, aber Da überlasse ich dir mal, dann tue ich nachher dann die Serie gerade erzählen. Dann. okay. Boah, mit was soll ich anfangen? Also ich ha eine Serie, die ein absolutes Highlight ist, aber die spare ich mir auf, weil da muss ich ein bisschen mehr, wollte ich ein bisschen mehr erzählen darüber. Mhm. Ähm, ich habe For All Mankind Staffel 8 geschaut. Das Mhm. ist die Serie, wo ich muss sagen, ist in den letzten Jahren etwas vom Besten, wo gekommen ist. Ich finde es auch krass, wie weit dass sie das ziehen, das Gedankenspiel von wegen Weltraumrennen. Die Amis haben nicht Mhm. gewonnen und dann sind noch die Chinesen dazugekommen, respektive die Japaner auch noch. Und, also es ist wirklich, es ist richtig krass. Mittlerweile sind wir ein bisschen in der Zukunft angekommen auch. Ähm, die 8. Staffel hat ein bisschen gedauert, bis es ein bisschen richtig angefangen hat. Mhm. Ist wahrscheinlich auch dem zu schulden gewesen, dass, ich meine, die Serie, ich muss mal nachschauen, ich kann es nicht genau sagen, aber die deckt mittlerweile eine Zeitspanne ab, wo halt, also, ich schaue es jetzt gleich schnell nachher, weil es nicht mehr gerade selber wunder. Ähm, da, 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 Staffel 5 sind wir da gewesen, hä? Genau. Also du hast jetzt vorher gesagt, Staffel 8. Staffel 8, sorry. Ja, ja. Wikipedia hat nur bis Staffel 5. So, leider. Wikipedia? Ja. Ja, ich weiß. Ähm, Oh, ich muss mir gerade eine aufschreiben für nächstes Mal. Ah, verflucht, jetzt weiss ich noch, was ich vergessen habe. Ich wollte auch noch einen Film schauen, Damisier. ja, also ich finde, es hat tatsächlich zu der letzten Staffel nicht viel Information. Hey, habe ich es falsch aufgeschrieben? Warte mal. Ah, ich muss mich schnell muten, weil jetzt niest es gerade. Damit ihr immerhin etwas hört, wenn wir dann wieder unsere Pausen machen. ähm, da spielt der Joel Kinnaman mit. Ja, Genau. Die ihn nicht genau. kennen, ist der Typ aus Robocop. Neu. Okay, ich glaube, ich habe es falsch aufgeschrieben. Es ist nicht Staffel 8, es ist Staffel 5. My bad. Ähm, genau. Also ich meine, sie hat ja angefangen im Jahr 1969, eben so von wegen Mhm. Weltraumrennen, wo es halt stattgefunden hat. Ähm, der letzte Jump von Season 4 auf Season 5 war von 2003 auf 2012 gewesen. Okay. Also einen 9-Jahres-Sprung hat die Serie eigentlich gemacht in der Geschichte. Ist aber nicht das erste Mal, von Season 3 auf 4 haben sie schon von 1995 auf 2003. Das sind 8 Jahre. Okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn du halt überlegst, die Charaktere, die halt eigentlich 1969, sagen wir mal so in ihren 40er sind vielleicht, oder Mhm. 30er oder wie auch immer, wo halt du Astronauten sind. Die sind halt, also der eine Charakter ist halt jetzt auch schon über Hunderte gewesen. Okay. Ja, ich meine, er kommt ja jemand an. Ja. Plus, minus, je Ja. nachdem. Und durch das haben sie wahrscheinlich jetzt mittlerweile müssen, ich meine, sie haben Charaktere müssen ein bisschen mehr reinbringen, die zwar vorher Mhm. schon vorgekommen sind, zum Beispiel auch Kind von denen. Yep. Ähm, und ich sage mal, ich vermute, dass es wegen dem so ein bisschen gewirkt hat, als ob es einfach ein bisschen braucht, bis es irgendwie wieder Fahrt aufnimmt. Bis mal ein bisschen das eigentliche Grundthema von dieser Staffel vorgekommen ist, so, okay, um Okay. das wird sich wahrscheinlich drehen. Weil halt einfach, ja, also die Charaktere sind halt nicht mehr die jüngsten gewisse und so weiter und darum, ja. Das sind auch schon etwa 40 plus, gell? Ja, ähm,
Es hat einen krassen Ding gegeben. Also ich sage jetzt nicht welchen, aber ein Charakter ist gestorben, wo halt die Serie vor allem am Anfang recht gedreht hat. Mhm. Ich finde es okay. Ich meine, aber von der Zeitspanne, die die Serie abdeckt, hätte das früher oder später halt müssen passieren. Es wäre jetzt ein bisschen unrealistisch und unerklärlich gewesen, warum es da immer und immer noch weiterlebt. Aber ja. Gut. Schau Invincible, dort leben auch immer weiter. Ja, gut, das ist ein bisschen ein anderer Take. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil die Serie hat immer etwas gehabt, was sie am Schluss gemacht hat. Am Schluss hast du immer wie so einen kleinen Hint gehabt, wohin es als nächstes geht. Wo sich die Story mit dem Mond abgeschlossen haben, Ja. ist in der letzten Folge ist so der Blick auf den Mars gewandert. Und da hast du gewusst, okay, jetzt Next Target. Next Target. Und auf dem Mars sind sie jetzt, den Mond haben sie auch. Es hat tatsächlich in dieser Staffel gewisse Parallelen gegeben, wo ich mir gedacht habe, da könntest du eigentlich fast daraus wie soll ich sagen? Wie sagt man dem, wenn du sagst, zwei Universen könnten zusammengehören, obwohl sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben? Kollaboration, Ja, nein, Crossover. Ja, nein, das ist dann, wenn es wirklich passiert, aber das ist mehr so eine Fiktion hinter dran, wo es ist nicht gerade ein Fanfiction, aber also ich sage an welche Serie ich gedacht habe, und zwar an Expanse. Ich habe mir sind sie ja auch, dass ich die noch so schaue. Dort haben sie ja auch, dort ist ja der Mond, der Mars ist besiedelt und so. Mhm. Und in dieser Staffel ist mir das 2-3 Mal so in den Sinn gekommen, boah, eigentlich könnte das halt wirklich so eine weißt du, das Prequel, was ist vorher alles passiert, bevor es zu diesen Events bei den Expanse gekommen ist, weil der Expanse spielt ja doch ein bisschen in der Zukunft noch. Ja, also tatsächlich lese ich da gerade auf Wikipedia, dass sie angekündigt haben, dass es ein Spin-off wird geben namens Star City. Ja, da geht es aber um die russische Seite. Ah, okay. Star City ist ja so, wenn ich so richtig im Kopf habe, die Russen haben wie so ein kleines, ja wahrscheinlich auch wie die NASA, aber fast ein Dörfli gehabt, wo halt alle nahe beieinander gewohnt haben, wo halt dort in dem Sternenstädtchen, nennen sie es in der Serie immer, gearbeitet haben, wo sich halt um Traumfahrt gekümmert haben. Ja. Genau. Und ja, dort kommt jetzt ein Spin-off raus und von For All Mankind kommt noch in Staffel 6. Ich weiß aber nicht, das könnte tatsächlich, ich glaube, die letzte sein, wenn ich mich gerade recht erinnere. Dass es nachher fertig ist, ja. Genau. Aber ich bin sehr gespannt. Bis jetzt haben sie es immer offen gelassen und das Mal gibt es halt wirklich keinen Hint. Was als nächstes zusammengeht. So wirklich. Du weißt nicht, was als nächstes ist. Ich meine, aufgrund der Events kann einiges passieren. Ja. Aber who knows? Ich bin gespannt. Nobody knows. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange. Also ich glaube, das nächste Jahr soll es weitergehen. Das nächste Jahr kommt, glaube ich, die nächste Staffel dann, meinte ich. Genau. Nice. Yes. Genau. Wie viel hast jetzt du? 7? Ja, also jetzt hast du 6. 4, 5, 6. Ja, 6 habe ich noch. Und dann kannst du noch eine machen. Auch noch eine. Dann mache ich eine, die auch weitergeführt worden ist, wo ich weiß nicht, ob sie du schon gesehen hast. Und zwar habe ich Staffel 4 von Scanlan's Hand geschaut. Das habe ich noch nicht geschaut. Okay, Fox Machina. Von dem rede ich, by the way. Ja. Nein, das habe ich noch nicht geschaut. Ich habe gesehen, dass die dort noch etwas gemacht haben. Ja. Aber irgendwie jetzt bedenke ich, dass ich so unterdurch irgendwie bei mir. Ich glaube auch, ich habe gewusst, dass etwas kommt. Aber ich bin irgendwie auch ein bisschen überrascht. Plötzlich ist es da gewesen. Und da habe ich gedacht, ja, geil, direkt reinschauen. Ich tue jetzt nicht zu viel. Also, das, was ich auch aufgeschrieben habe, ist jetzt nicht wirklich irgendwie ein Spoiler oder so. Yep. Ich habe sie besser gefunden als die vorherigen Staffeln.
einerseits. Ja. Andererseits hat sie für mich, und du wirst dann wahrscheinlich sehen, warum, hat sie für mich jetzt das Gruppenfeeling verloren. So im Okay. Sinn von, man hat, ich meine, ich weiß, dass das aufgrund von einer D&D-Kampagne, die Mhm. gespielt worden ist, abläuft. Aber irgendwie in den vorherigen Staffeln hast du immer wirklich, sie sind in Gruppen gewesen, sie haben zusammen und zusammen und zusammen, es ist immer, und in dieser Staffel hat das irgendwie für mich ein bisschen, ist das Gruppenfeeling irgendwie ein Okay. bisschen verloren gegangen. Ja, eigentlich geht es ja genau darum, um die Gruppen, oder? Wenn Ja, natürlich die genau. irgendwie aufsplittest oder sonst irgendwie. Ja, Hey, sorry, wenn ich da so rumrotzen will. alles Äh, gut. aber irgendwelche Pollen kommen wieder. Entschuldigung. Ähm, Ich finde es krass, dass sie immer, also weiterhin so eine hohe Qualität an dieser Serie an den Tag legen. Mhm. Das ist wirklich gut gemacht, gut gezeichnet. Das ist eine wahre Freude gewesen, zum Schauen. Ähm, und ich finde es auch heute immer noch geil. Und ich habe das gerade gestern zum Beispiel jemandem gesagt, der auch sehr D&D begeistert ist. Ich finde es immer wieder geil, wenn du einfach in gewissen Situationen, wo das passiert, genau weißt, was jetzt die Person gewürfelt hat und Ja, was dort wahrscheinlich an dem Tisch jetzt gerade abgegangen ist. genau. Und Das du finde ich einfach, so gut. du siehst etwas, es sollte jetzt etwas passieren und dann ist einfach Chaos bricht aus. Alles einfach Zerstörung, Tod, Chaos. Keiner weiß mehr, was er muss machen. Und du weißt, das ist es nicht Eis gewesen. Da hat einer ein Eis gewürfelt, weil sonst wäre das ganz anders rausgekommen. Genau, da hat einfach einer verkackt. Aber das ist eben Genau. das Geile. So erzählst du am besten auch Geschichten, oder? Ja, voll. Aber ich finde es einfach wirklich so interessant, weil du einfach immer wieder in dieser Serie merkst, das ist halt wirklich so passiert. Die haben halt einfach Scheiße gewürfelt Ja, dort. Und dann hätte er halt müssen durchziehen und halt das eskalieren oder wie auch immer. das, Das ist wenn, so gut. wenn ich so das Zeug so richtig umsetze, dann kommt das so gut. Ich Ja. erinnere mich immer an Dings bei Dungeons and Dragons, die Nacht der Diebe. Dort, wo er Laute spielt. Und nachher Ja. sein Phantombild sich Hey, ich schiffe durch die Hose. Weil genau Oh, weißt, das war irgend so ein DM, der gesagt hat, ja, jetzt jetzt hast passiert's. du Pech gehabt. Ja, aber das ist Ja. so gut umgesetzt. Das ist so Genau. gut. Voll. Hey, Yes. ja. Ja, Da dann komme ich, lasse ich dir mal. genau, da komme ich mit meiner Serie. Hatfield and McCoy heisst die Serie. Das sind 3 Folgen an je 1,5 Stunden. Okay. Ja. Darum, eben, entweder eine Serie oder es sind 3 Filme. Ja. Ähm, die, Ja. S- Ja. die Serie ist, glaube ich, von und mitproduziert von Kevin Costner. Es ist ein Western eigentlich. Und zwar geht es darum, dass sich 2 Familien, eben die Hatfields und die McCoys, sich verstreiten. Das war kurz nach dem Bürgerkrieg gewesen dort. Und du siehst eigentlich dort, wie so eine Familienfehde entsteht zwischen diesen beiden. Also, das Krasse finde ich, also was dort passiert, ist die eine Sache. Aber wenn der Film fertig ist, das ist irgendwie im Jahr 19 oder 1800 irgendwas ist das passiert, 1886 oder irgend so etwas. Und es steht geschrieben, dass die Familienfehde mit einem Vertrag beendet worden ist im Jahr 2003. Was? Ja. Und Was? ich habe das wirklich nachgelesen. Hatfield und McCoy. Und angefangen hat es so, also gemäss der Serie, ich weiß nicht, ob es 1 zu 1 so war, Mhm. natürlich, hat es so angefangen, dass der Hatfield und der McCoy, die haben sich gegenseitig im Bürgerkrieg das Leben gerettet. Und der Hatfield, der ist dann irgendwann ist er mal gegangen, weil er gesagt hat, hey, Alter, ich habe genug gemacht für den Krieg, ich habe eine Familie daheim, ich verpiss mich jetzt. Und Mhm. der McCoy Mhm. ist dann am Schluss geblieben und die sind dann noch gefangen worden und was auch immer. Aber er ist dann nachher auch wieder retour gekommen. Und dann ist nachher dann so gewesen, ja, du bist ein Verräter, du hast mich dort versäckelt, du hast dein Land versäckelt oder deine Dings.
Und es hat dann nachher noch den Fall gegeben, dass einer von den Hatfields einen von den McCoys verschossen hat. Weil das war ja der Bürgerkrieg gewesen, und entweder bist du bei den Südstaaten gewesen oder bei den Nordstaaten. Ein bisschen schwierig, um das zu erklären. Und das hat nachher dann alles immer wieder aufgewiegelt. Am Schluss haben sie sich gegenseitig verklagen, weil sie das Gefühl hatten, der eine stellt dem anderen Zoll. Und also grundsätzlich hast du nur Hatfield gegen McCoys gehabt. Das ist immer und immer wieder weiter passiert, bis sie sich gegenseitig mal Leute verschossen haben. Und dann ist... Ja, und du hast irgendwie genau zwei, du hast genau einen Normalen dort drin und das ist ein Richter, der ein Hatfield ist. Mhm. Und das ist der Einzige, der sagt, hey, schaut, ich lasse jetzt die Leute frei, die den anderen verschossen haben, weil der andere war eh ein Double, der war besoffen und hat es wahrscheinlich irgendwie provoziert. Wir haben zu wenig Infos. Die Leute mich jetzt einfach sein. Nichts ist. Super. Ja, und dann hat irgendein Hatfield, hat noch eine McCoy-Frau dann irgendwie entführt, also nicht entführt, verführt. Und also der hat eigentlich wirklich eine Liebesbeziehung mit dieser Welle und das ist dann auch irgendwie vorn und hinten raus und die Leute haben sich gegenseitig verprügelt, abgeschossen. Und eigentlich der Sarg im Nagel war dann nachher gewesen, wo 3 McCoy-Brüder der Brüder vom Hauptprotagonist verschossen haben. Also zuerst haben sie ihn etwa 3 Mal abgestochen und nachher haben sie ihn abgeschossen. Mhm. Und nachher hat der Hatfield ist dann nachher die 3 Söhne geholt und hat nachher die im Wald verschossen. Und nachher ja, das ist eine Hetzjagd. Holy. Was ich aber am lustigsten gefunden habe, ist, ich habe die geschaut und plötzlich denke ich so, was macht der Heinrich dort innen? Das ist einfach der Schauspieler, der bei Kingdom Come Deliverance der Heinrich Ja. darstellt, macht dort einfach mit. Und jetzt so man kommt er mit seinem Ross, mit seiner Ritterrüstung, macht irgendeinen Scheiß oder so. Es wundert, dass Also- sie dort nicht jedes Mal gegrüßt haben. Hallo Heinrich. Hey, Heinrich ist wieder da. Und ich muss echt sagen, also die Story an und für sich ist ein bisschen lang gezogen. Mhm. Es ist ein hure Hin und Her, also du musst ein bisschen bei der Sache sein, aber es ist trotzdem spannend oder auch krass, wie sich so eine Familie fehlt. Einfach über Jahrzehnte hinweg, also auch schon in den Serien hin, das sind etwa 20 oder 30 Ja, Jahre. Jahrhundert anscheinend. Ja, eben, wo sich die 2 Familien auf den Sack gehen. Du denkst so, es passiert so viel Scheiß und du denkst immer so, oh. Ja. Ja. Also, nicht ein schlechter Film, aber manchmal ein bisschen lang gezogen. Ja. Manchmal ein bisschen lang gezogen, aber sonst nicht schlecht. Okay. Genau. Interessant. Habe ich noch nie etwas davon gehört. Ich bin noch nicht gedacht, ja, komm, schau mal rein. Ziehe nur 3 Folgen. Ah, fuck, jede geht fast 2 Stunden. Es ist einfach 3 Filme, geil. Ja. So gut. Aber das war cool gewesen, ja. Nice. Ja, Kevin Costner ist halt also ich Ja. habe das so schade gefunden, dass Yellowstone halt wegen dem unter anderem auch geendet hat nachher, weil sie halt Knatsch hatten hinten dran. Ja. Und dass er dann gegangen worden ist, eigentlich so abrupt. Ja. Das war ein bisschen schade. Ja. gewesen. Er ist halt schon irgendwie so Western, ist er halt schon ein Aushängeschild von unserer Zeit, sage ich. Ja, allgemein. Ich meine, nicht nur Western. Schau, was er schon für Filme gemacht hat. Ich meine, Waterworld. Ey, ebenfalls gerade sagen, mal wieder richtig Bock, da zu schauen. Ja, das ist jetzt gerade so das erste Sinn gekommen, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Postman finde ich an und für sich auch nicht schlecht. Das ist Also die auch Idee super, und ja. so. Absolut. Er hat, Ja. richtig krasse Sachen gemacht. Mittlerweile Vor ein allem- bisschen weniger, aber eben Ja. zum Beispiel Yellowstone. Wenn jeder, der einen guten Costner sehen will, schaut Yellowstone. Das Ja. ist so überragend, was der dort abgeladen hat. Das ist wirklich mega gut. Aber er hat selber nicht irgendwie eine Regie geführt oder so, gell? Also, Oder, wo jetzt? Allgemein? Ja, ich habe gemeint, Waterworld, der mit dem Wolf tanzt und Postman hat er irgendwie noch Finger mit dem Spiel gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Produzent war oder so etwas. Ja, doch. Er
Waterworld nicht, aber der mit dem Wolf tanzt, Postman und Horizon, an American Saga, das ist eben die anderen Western. Mhm. Das ist wieder, empfehle ich dir auch sehr. Ist wirklich super zum Schauen. Kapitel 1 geht 180 Minuten, Kapitel 2 geht 190 Minuten. Also musst du dir einfach Zeit lassen. Ja. Aber ist sehr zu empfehlen. Ja. Dort, bei diesen 3 hat er sicher, und bei Open Range, Weites Land, ist auch ein Western. Bei diesen 4 hat er Regie geführt. Er war bei vielen Produzent. Genau. Bei Waterworld hat er auch Regie gemacht, tatsächlich. Sicher? Ja. Also, gemäss. Ja, zusammen Wikipedia. Mit dem Kevin Reynolds. Ja, Genau, ja. Ja, voll. Tatsächlich, ja. Ja. Stimmt, dort hätte der Dennis Hopper den Bösewicht gespielt. Gott. Ja, nein, ich glaube, Waterworld, der kommt bei mir gerade auf die Liste. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich mir das zweite Kapitel von Horizon schon gesehen habe. Ich kann wieder Sachen führen. So, Scheiße, habe ich das schon gesehen? Oh, da gibt es schon etwas Horizon? Neues. Ist der überhaupt schon draussen? Wann ich jetzt meinen Stift? Muss ich schauen. Was haben wir jetzt Muss gesagt? ich Waterworld, hä? Ja. Ah ja, da, Hatfield und McCoys. Ich dachte, das geht auf da. Okay, Also, okay. kannst du dir geben, kann man sich geben, ja. Ja. Muss ich auch wirklich mal reingucken, ja. Oh. Es geht Ja. mal auf die Liste. Nice. Ja, dann überlasse ich dir wieder. Hey, ich ziehe das auf jeden Fall so weiter, weil du von Western erzählt hast. Und zwar, und tatsächlich auch, weil ich gerade vorhin Yellowstone erwähnt habe, ich habe Marshalls geschaut. Mhm. Das ist ein Spin-off von Yellowstone, wo es um einen jüngsten Sohn vom Kevin Costner eigentlich geht. Mhm. Um einen Casey, wo Yellowstone hat ja so geändert, dass die Farm eigentlich abgebaut worden ist, schlussendlich. Mhm. Dass das Land wieder zurückgegeben worden ist an, ich weiß nicht mehr, welcher indianische Stamm als das war dort. Dass sie einen Vertrag gemacht haben, dass nichts gebaut wird, dass das Land so bewahrt wird. Mhm. Und die einzige Ausnahme war, dass der Casey einen kleinen Teil, es hat so einen abgeschotteten Teil auf dieser Farm gegeben, mit einem Haus, mit einem kleinen Stall und so, dass er diesen Teil behalten darf. Ja. Und dort mit seiner Familie leben will. Unter anderem seine Frau auch von dem Stamm war und so. Ja. Es ist sehr interessant zu sehen, einerseits, wie ist es weitergegangen nachher natürlich, weil es halt einfach wirklich so ein bisschen, es ist nicht direkt, es sind, ich weiß nicht, wie viel Zeit das zwischen ihnen vergangen ist, zwischen Yellowstone, Andy und Marshalls, aber nicht sehr viel. Mhm. Aber es war auch sehr interessant gewesen, mehr über seine Vergangenheit zu erfahren. Man hat bei Yellowstone schon immer gewusst, er ist bei der Armee gsi, er war bei Einsätzen. Das ist ein paar Mal zur Sprache gekommen. Man hat, glaube ich, auch ein-, zweimal so ein bisschen, Kollegen von ihm bei Yellowstone auch auftauchen gesehen und so, wo es dann ein bisschen mehr zur Sache gegangen ist. Mhm. Und da jetzt ist halt wirklich ist noch mehr um das gegangen. Es sind Leute in sein Leben wiedergekommen von früher, gute, schlechte und so weiter. Es sind auch sehr viele bekannte Gesichter wieder dabei gewesen, die man halt von vorher schon kennt hat. Das war auch mega cool gewesen. Es hat sehr viele Referenzen immer wieder zu den Yellowstone natürlich gegeben. Wie schon bei Yellowstone selber, es ist nur schon das macht die Serie einfach schauenswert. Unglaublich schöne Bilder. Also bildgewaltig,
bis zum geht nicht mehr, wenn sie die Szenerie von Montana und der Berglandschaft und alles einfangen. Das ist einfach unglaublich, zusammen mit der Westernmusik und so. Das Ja, das ist ist halt schon geil. hure schön, ja. Das ist halt schon geil. Vor allem eben, Ähm, dort kannst du ja nicht satt schauen an solchen Bildern nein, tatsächlich. absolut. Äh, Was ein bisschen schade ist, ich wollte es jetzt auch nicht spoilern tatsächlich, aber in dieser Zeit zwischen Yellowstone und Marshalls ist etwas passiert noch. Ich habe da mal recherchiert, wieso als der Charakter nicht mehr auftaucht. Ähm, oder respektive wieso als die Person nicht mehr als Schauspielerin dort auftaucht. Ähm, Ich finde es immer wieder schade, wenn so etwas wegen Finanzen oder Lizenzscheiß und all dem Zeugs Ja, muss gemacht werden, weil sie haben halt zwischendrin ein Event müssen passieren, wo dann rechtfertigt, dass die Schauspielerin oder Schauspieler nicht mehr dabei ist. ja, Das hat dem Ganzen dann immer so ein bisschen noch wie soll ich sagen, sie haben das immer wieder mal auch müssen einspielen in die ja, ganze Story. Ähm, Ich habe das Gefühl, das hat es nicht gebraucht, das immer wieder einspielen, weil es hat jetzt halt einfach müssen gemacht werden, weil ja, ja. es ist halt passiert, aber ja, das ist das einzige Negative an dem. Ich freue mich drauf. Staffel 2 ist bestellt, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, Bin aber auch gespannt, wie sie das weiterziehen nachher. Okay. Und vor allem bin ich auch gespannt, aber das erzähle ich dann nächsten Monat. Ich habe jetzt gerade noch einen zweiten Spin-off von Yellowstone abgeschlossen. Das ist ein Riesenuniversum. Es ist krass. Da geht es um die Tochter von John Dutton, also von Kevin Costner. Also Mhm. eigentlich um Casey, seine Schwester. Ja. Die ist, ähm, wie soll ich, die ist nicht dort geblieben, sondern die ist mit ihrem Mann dann weggezogen. Hat Ja. eine neue Farmwelle aufmachen. Aber eben, zu dem komme ich. Aber was ich gespannt bin, ist, ob sie dort, das haben sie jetzt das mal nicht gemacht, auch in beiden Serien, und ich habe gelesen, das hat anscheinend auch wieder irgend so mit Lizenzscheissdreck zu tun, ist in keiner von beiden Serien ist die Rede vom anderen gewesen. Sprich, bei Marshalls Okay. haben sie nie darüber geredet, was mit der Beth oder mit dem Rip ist. Bei Dutton Ranch haben sie nie darüber geredet, was mit dem Casey ist. Die Namen sind nie erwähnt worden. Und so etwas finde ich wieder völlig Ja, weich. Das ist einfach wieder hure Geldmacherei, nur weil da wieder Geld im Spiel ist. das ist schon Aber ja, krass. nein, so etwas könnte mir im Fall. Ja, das hure Lizenzzeug, das ist halt schon, es macht halt teilweise, braucht es halt, aber es macht so viel kaputt. Ja, Tatsächlich. absolut. Oder schränkt halt einfach ein. Genau. Genau. Ich schlage vor, Ja. dass wir jetzt alternieren. Dass du jetzt nochmal eine machst. Mhm. Weil eine haben wir ja zusammen. Ja, Eine haben wir zusammen. genau. Und ich nehme es jetzt mal so raus. Ich will mein Highlight ganz zum Schluss bringen. Okay, okay. Gut, Einfach so, weil das wirklich ein absolutes Highlight für mich war. genau. Nee, dann passt doch das, dann mache ich mal weiter. Ich habe die Serie Falling Sky habe ich fertig geschaut. Also dort habe ich Staffel 2 fertig geschaut, das 3, das 4 und das 5. Darum ist Mhm. das ein relativ grosser Block. Tatsächlich ist das eine Serie, wo ich haben müssen sagen, ey, Hut ab, was die dort wahrscheinlich mit ihren finanziellen Mitteln gemacht haben. Also, vielleicht für die, es geht um eine Alien-Invasion. Was ich schon mal cool gefunden habe, das ist jetzt nicht eine, die anfängt, hey, wie sind die Aliens da hergekommen, warum oder was auch immer, sondern du fährst einfach mit drin an und das ist einfach alles crazy. Ja. Tatsächlich ist das eine Serie, wo man merkt, die hat finanziell nicht so viel zur Verfügung gehabt, hat es mir dünkt. Da kommen wir wieder zurück auf die Frage von Bletch. Das war eine Serie, wo man genau gemerkt hat, hey, die Musik, das ist einfach irgendein Garage-Band-Dings-Programm, das das rausgespuckt hat. Ist aber nicht essentiell für die Serie.
Aber ja, dort hat man es halt dann wirklich gemerkt und auch so ein bisschen gewisse Effekte und alles. Genau. Ich habe die Staffel 2 und 3 habe ich sehr cool gefunden, tatsächlich. Vor allem die dritte, wo es so ein bisschen darum geht, dass die Hauptfigur dann Präsident wird. Sie haben dort wie so eine Anlage gefunden, wo sie von dort her, wo sie operieren. Sie werden dort unterwandert. Du suchst dort immer nach einem Maulwurf und genau solche Sachen. Was ich halt mega krass finde, ist die schauspielerische Leistung, die sie dort teilweise bringen. Also es hat dort einen, der ist irgendwie mal von einem Alien infiziert und dann müssen sie das rausholen und der sich tut wie ein Schwein. Da habe ich auch gedacht, Ja, ich mag Alter, mich erinnern. fuck. Und nachher dann, die vierte ist ja, die ist dann nachher die ist ja so ein bisschen okay gewesen. Und am Schluss habe ich dann noch die 5. Staffel geschaut und die ist aus meiner Sicht so teils. Also Okay. ja, genau. Also in der 3. Staffel ist es dann nachher dann so gewesen, sie finden nachher dann verbündete andere Aliens, wo sie dann nachher dann so teilweise unterstützen mit Waffen oder einfach mit Technologie und dass die nachher dann so Hand in Hand gegen ihre gemeinsamen Feinde kämpfen. Gegen die Eschfeni heissen die dann später. Früher sind es, glaube ich, Kakerlaken gewesen, jetzt heissen sie Eschfeni. Oder Fischköpfe, also immer. Ja, genau. In der 4. Staffel ist es dann eigentlich so weit, dass sie eigentlich einen Gegenschlag, so einen heftigen Gegenschlag machen, dass sie eigentlich auf der Seite sind, dass sie jetzt zurückschlagen können. Und das passiert dann eigentlich in der 5. Staffel. Und die 5. Staffel, die ist am Anfang ist die völlig überwältigend, weil es nimmt so einen komplett anderen Ton an plötzlich. Mhm. Und ich aber muss sagen, hey, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil die sind jetzt irgendwie Jahre sind die unterdrückt worden und jetzt haben sie mal die Chance zum Zurückschlagen. Also wirklich, das ist bösartig, was dort passiert. So unter dem Motto, hey, die Viecher, die angreifen, die tun es nachher nicht irgendwie sofort umbringen, sondern tun die teilweise noch foltern und Schusszeug und alles wirklich krasse Sachen, wo vorher so denkst, so, okay, das ist ein völlig anderer Ton. Schaden ist halt einfach, das Ende ist relativ schlecht. Also am Ja. Ende hast du wirklich gemerkt, jetzt haben sie keine Kohle mehr. Jetzt müssen wir es irgendwie abschließen. Ja, genau. Und wirklich das Ende ist völlig, es wird nicht alles fertig erklärt, warum, wieso und überhaupt. Und eigentlich hätte ich dort wirklich gedacht, das habe ich ja auch mit meinem Bruder besprochen. Also eigentlich entweder hätte es noch ein paar Folgen mögen verleiden oder mindestens sogar noch eine Staffel. Ja. Also das Ende ist für mich her enttäuschend. Sonst, die Serie ist eigentlich cool gewesen zum Schauen. Es ist wirklich so, die letzten 2-3 Folgen, die sind völlig verarscht gewesen. Ja. Das hat mich hure schade gedacht. Obwohl eigentlich alles mega cool war. Ich habe sie grundsätzlich gut in Erinnerung, die Serie. Ja. Ja. Aber ich weiss nur, das Ende, ja, das ist ein bisschen abrupt und durch das nicht so wirklich gut. Ja, das habe ich mega schade gefunden. Ja. Wirklich. Ich habe jetzt, vielleicht hast du gesagt, ich bin etwas am Suchen gewesen, weil ich habe jetzt gerade eine andere Serie, ich habe den Namen nicht mehr gewusst, wo so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, wo ich dir, wenn dir Falling Skies gefallen hat, vielleicht auch gefällt. Ich weiß nicht, ob vielleicht hast du die auch sogar so gesehen. Und zwar Colony. Die ist von 2016. Geht tatsächlich so in eine gleiche Richtung. Die Erde ist von außerirdischer militärischer Kolonialmacht besetzt worden. Die sieht man aber nie. Und kommuniziert nur über menschliche Kollaborateure. Okay, also irgendetwas sagt mir das. Die Erde ist eigentlich wie so aufgeteilt worden. Also die grossen Städte sind, die grossen Gebiete sind so eingeschlossen worden in Mauern oder so irgendwie. Genau. Die habe ich mal angefangen zu schauen, aber habe nachher dann nicht fertig geschaut. Ja. Genau, jetzt, wo ich es gesehen habe, der eine Schauspieler, der hat bei Dings mitgemacht. Bei Lost, ja. Ja, genau. Genau. Oh, ja. Die ist mir die ganze Zeit im Kopf rumgesteuert. Da dachte ich, wie heisst sie? Darum bin ich schnell suchen.
Weil wenn der Conny. Falling Skies gefallen hat, würde die ist zwar weniger, also Falling Skies ist ein bisschen raucher, weil halt eben so ein bisschen halt Scheiße schon passiert ist. Ja. Auch da ist eben bei Colony ist auch, also die Außerirdischen sind schon da, die Invasion ist schon da gewesen. Mhm. Aber der Ton ist ein bisschen anders tatsächlich. Ja. Ja. Also das Ding ist eigentlich wirklich, also Falling Sky ist so wirklich so eigentlich so eine ähnliche Geschichte wie Terminator, einfach mit Aliens. Ja, genau. Genau. Also so kann man sich das gut vorstellen. Es ist wirklich, dort hast du Guerillakämpfe und Ja. was mich auch so aufgeregt hat, ist, das habe ich nicht begriffen. Die haben Technologien erforscht, wo sie wissen, hey, zum Beispiel sie haben Rüstungen von ihren Gegnern eingeschmolzen und haben aus dieser Munition gemacht, damit sie eigentlich dann besser können mit diesen Mechs umgehen. Das haben sie plötzlich irgendwie ab der zweiten Staffel haben sie das nicht mehr gemacht. Und ich mir denke, warum braucht ihr nicht die Munition? Ihr hättet sie ja, ihr habt so viele Ressourcen dort, von toten Aliens. Warum braucht ihr das nicht? Und die so, ja. Weil es dann keine zweite Staffel mehr hätte können machen. Also weißt, Also ich weiß, was du meinst, und ich finde die Entscheidungen manchmal ein bisschen auch fragwürdig, wenn Ja. sie solche Plotholes machen eigentlich, wo dann musst du sagen, ja, nur dass er jetzt eine zweite, dritte, vierte Staffel Genau. machen, mache ich dir jetzt das nicht mehr. Also, ich habe die Vermutung eher gehabt, die haben gar nicht gerechnet, dass sie eine zweite Staffel machen können. Das ist kann das natürlich auch sein, andere. ja. Das ist das andere, gewesen, was ich eher die Vermutung gemacht habe. Ja. Weil eben, du merkst schon in der ersten Staffel, die pfeifen dort aus dem letzten Loch mit ihren finanziellen Mitteln. Ja. Aber es ist dann gleich nicht schlecht. Also gebt der Serie eine Chance. Ja, absolut. Ausser dir sind Grafik Huhus, dann würde ich sie nicht empfehlen. Ich habe extra Huhus gesagt. Huhus. So, dann darfst du die nächste noch geben. Von Aliens geht es auch zu komischen Charakteren. Und zwar von. Ich habe Staffel 1 von der 2026er Variante von Scrubs geschaut. Spannend. Erzählen Sie mehr. Ich bin ohne Erwartung dort hingegangen. Und ich habe sie unerwartet gut und witzig gefunden. Okay, spannend. Sie pickt wirklich den Witz von der alten Serie wieder auf. Auch so mit der Art und Weise, ja, der JD als seine Erzählerstimme, wo er immer halt im Kopf das Zeug für sich selber erzählt und so. Links schauen, oder? Stark träumen. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Du fragst mich jetzt etwas. Ich glaube, es ist immer links schauen, stark träumen. Aber ja, nein, es ist richtig witzig gewesen. Du hast dich wirklich so ein bisschen zurückversetzt gehabt, halt in die alten Folgen. Mhm. Es ist auch richtig nice gewesen, wie viele alte Charaktere wieder auftauchen. Ich meine eben, Dr. Cox ist wieder da gewesen. Es sind so viele alte Charaktere, einfach, auch wenn es nur kurz war. Aber es war so cool, die einfach wieder zu sehen und wie sie halt sich auch verändert haben. Mhm. Vielleicht. Ja, also ich bin so gespannt auf mehr. Es ist einfach eine witzige, lustige Serie. Also wenn ihr die alten Scrubs gut gefunden habt, schaut das unbedingt. Mhm. Ich find's super. Auch wenn sie damit umgehen, dass sie halt jetzt auch älter geworden sind. Sie nehmen halt wirklich die Zeitspanne, die halt jetzt abgelaufen ist mittlerweile. So, hey, ja, wir sind jetzt alle in den 40ern. Ja. Mir ist das und das passiert, da ist das. Ich spiele auch mit dem Gedanken, so von wegen, ja, wir sind jetzt halt alle älter, gell? Ja. Ja. Der ausgestopfte Hund kommt wieder vor. Ja, Das ist Rusty. sehr wichtig, ja. Der Rusty. Auch weil es so kurz ist. Nein, es ist so witzig gewesen, zum Schauen. Das ist geil. Und ich finde das tatsächlich auch ein bisschen speziell, weil viele Sequels oder auch Prequels, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, einfach, die haben es probiert, aber die haben es
in vielen Fällen einfach nicht geschafft, Ja, den Witz oder den Ton von damals wieder aufzunehmen. Ist natürlich auch schwierig, verstehe ich. Aber ja, also es ist. das ist sicher nicht Das haben sie da einfach, richtig ja. gut gemacht, ja. Das haben sie Ja, da richtig cool. gut gemacht. Geil. Das kann ich sehr empfehlen, wer das gerne schauen will. Das Das Kröps. ist richtig witzig. Yes, Ja. yes. Also ich habe jetzt Ich noch habe eine. Also eher noch zwei. Nebst unserer okay, ich habe nur gemeinsamen. 3. Okay, gut. Aber eine willst du ganz am Schluss erzählen? Genau. Okay, gut. Dann darfst du noch eine. Komm, gib raus. Dann hau ich gerade die nächste. Und zwar habe ich Staffel 2 von Avatar Herr der Elemente, also von der Puh, da ist ja auch Live-Action-Serie. noch. Oh. Yes. Die habe ich geschaut. Gerade vorneweg, die Serie hat, ich weiß nicht warum, aber ich habe sie in den letzten paar Tagen gesehen, anscheinend nicht gute Bewertungen bekommen, respektive hat irgendwie 50% von ihrem Publikum verloren. Ich kann mir nicht erklären, wieso, aber es ist Okay. natürlich absolut Geschmackssache. Ähm, Meine Vermutung ist, die haben in dieser Serie, und ich finde das tatsächlich nichts Schlechtes, die Story ist ja nicht neu. Sie erzählt Ja. die gleiche Geschichte, wie der Anime erzählt hat. Mhm. Ist aber hier und da ein bisschen angepasst. Finde ich trotzdem interessant. Also ich habe wirklich Mhm. kein Problem mit dem gehabt. An gewissen Orten merkst du es ein bisschen mehr, an gewissen Orten Ja. ein bisschen weniger. Und ich finde, es macht es genau vielleicht auch wegen dem in meinen Augen ein bisschen interessant auch wieder zum Schauen. Ja, aber ich meine, wenn es eins zu das ist dann nachher ein anderer, wenn es 1:1 gemacht hat, hat dann wahrscheinlich die anderen Aber 50% gesagt, das ist genau das ist ja Gleiche, genau warum das sagt ihr Gleiche. das Gleiche, ja. Richtig. Ich meine, du hast gewusst nach Staffel 1, okay, jetzt gehen sie dann nach Passing Say und so. Genau, genau. Da will der Erdbändiger lernen, da kommt Toff wahrscheinlich und alles. Das ist, aber wenn du Anime geschaut hast, hast du das alles Ja, ist gekannt. nicht nice, ja. Aber genau unter anderem ist das eben auch das Interessante. So, wie Mhm. haben sie das mit der Toff, wie bringen sie jetzt an? Und also, by the way, die Schauspielerin von der Toff, hey, absolut, wie sie das blind spielen auch. Mhm. Und also absolut, das ist einer von meinen Favoritencharaktere einfach in dieser Serie. Vor allem, weil sie einfach auch nicht aufs Maul geht ist. Es ist so genial. Irgendwann habe ich auch mal so einen Clip gesehen, ich weiß aber nicht, jetzt nicht mehr, ob es von der echten Serie ist oder nur vom Anime, wo sie sich irgendwie so in eine Kugel reinhauen und dann plötzlich hörst du drin, ich sehe den innen gar nicht. Und sie, ja, das ist ja mega schlimm. Ja, es ist so gut gemacht, einfach Tough ist allgemein. super. Der Ang ist ein bisschen älter geworden, aber ich habe das Gefühl, das tut dieser Serie auch gut. Es wirkt Ja. ein bisschen stimmiger als in allem. Ich finde das halt krass, weil ich glaube, in der Anime-Serie siehst du nicht, wie alt das er wirklich ist. Und wie es dort die Zeit vergeht, ich sage es mal so. Ja, viel weniger. Gegen Ende merkst du, haben sie schon ein bisschen Anpassungen gemacht, Ja. dass er ein bisschen älter wirkt. Aber nicht so wie jetzt in der Live-Action-Serie, Ja. habe ich das Gefühl. Ja. Ich finde das eigentlich noch fast besser in dem Sinn, weil eben, ich meine, dort ist er wirklich so ein kleines Kiddie. Oder nachher dann, Ja. wenn man muss sagen, ey, du kannst dem vielleicht schon 1, 2 bis 3 Jahre geben, bis er das Zeug kann, das er muss können. Ja. Ja. Aber sie hat wiederum tolle Effekte. Also es ist wirklich gut gemacht mit Feuer, Stein, luftbändigem Wasser. Ist wirklich super umgesetzt. Die Sets auch, aber ich habe es vorhin erwähnt, die Stadt Passing Say, gut. Also wo die Stadt zuerst mal so richtig siehst und alles und mit ihren ich bin nicht mehr ganz sicher gewesen. Ich glaube, in der Serie haben sie ja so sind es glaube so Rutschen gewesen. Ja, ja. Gell? Und das haben sie zum Beispiel eben geändert.
in der Live-Action-Serie sind es jetzt nicht Rutschen, sondern es sind eigentlich wie so Cable Cars. Okay. Wie so Zahnradbändchen oder so halt. Weil, Ja. ja, so können sie auch erklären, ja, du kommst halt überall hin mit denen. Finde ich jetzt keine schlechte Anpassung. Also ist jetzt genau an so einem Punkt, vielleicht hat das gewisse Leute gestört. Ja, okay. Ja, ja. Ist Ja. schon schwierig. Aber eben, du kannst nicht alle begeistern meistens. Absolut. Und ich hoffe einfach trotzdem, dass die vielleicht nicht so gute Bewertungen bekommen hat jetzt oder so, dass sie halt trotzdem weitermachen. Ich finde Avatar, auch der Anime, ja, ich habe jetzt nicht viele Animes gesehen, aber einfach von der Geschichte finde ich das so eine gute Geschichte von A bis Z. Einfach, ja. Ich hoffe, sie machen weiter. Ich würde mich mega freuen drauf, ja. Tatsächlich. Nice. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben. Ich habe so viel verpasst irgendwie in diesem Monat. Gut. Ja, das alles eingehen. Genau, ja. Ey, dann würde ich sagen, bleiben wir gerade bei Animes und guten Storys. Wir haben letztes Mal über eine Serie geredet, wo ich hure Lust hatte, die nachher zu schauen. Wirklich. Oh, jetzt weiss ich nicht mehr welche. Instant, glaube ich, gerade wo wir aufgehört haben, ich die jetzt Abend schauen, und zwar Full Metal Alchemist Brotherhood. Ja. Ich hatte so richtig Bock auf die und ich habe die innerhalb von einem Wochenende durchgesucht. Ah, geil. Ja, aber das ist so. Das habe ich genau mit Avatar gehabt. Ja. Ich habe die innerhalb von 2 Tagen oder so, oder höchstens 3 habe ich die durchgeschaut. Ja. Das andere ist halt, es passt, es sind irgendwie es sind knapp 70 Folgen mit je 20 Minuten und keine Ahnung. Aber das ist so eine geile Story. Hey, voll. Ich habe das so alles irgendwie so ein bisschen vergessen oder so und es hat wirklich gut da, die wieder zu schauen. Was mir da vor allem aufgefallen ist es ist hure schön gezeichnet. Ja. Es hat hure geile Charakterentwicklungen drin, egal ob jetzt gut oder böse. Was mich denkt, auch die grösste Charakterentwicklung gemacht, ist der Greed. Also ein Bösewicht, nicht ein guter. Ja. Es ist halt hure traurig. Es hat aber auch ein bisschen, vor allem am Anfang hat es ein bisschen Witz drin. Also so genau der Anime-Witz, der je nachdem nicht allen passt, aber der verschwindet, je länger die Serie geht. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, wie geil die Musik ist. Ja, stimmt. Vor allem, das ist auch wieder so etwas, das ist komplett alles Orchester. Das passt alles so in die Szenerie rein. Es ist einfach nur geil. Ja. Ja, jetzt, was du erwähnst, ich habe das ja schon lange her, als ich das gesehen habe. Ja. Müsste ich vielleicht auch wieder mal schauen. Aber ja, stimmt. Und es gibt so geile Sequenzen dort drin, im Fall, wo einfach vorne dran hockst und einfach die Fresse offen hast. Wie dort am Schluss, wo der King Bradley eigentlich seine eigene Festung stürmen. Wo ich sagen, warum greift der von vorne an? Und dann hörst du einfach wie er sagt, das hat das Gefühl, als würde ich in mein eigenes Haus von hinten hineinlaufen. Und nachher vermauert er einfach alle und du so, what the hell? Das ist richtig, die Serie ist wirklich. Also die teilt sich mit Finnland, sagen bei mir momentan der erste Platz auf Animes. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt gerade so am Überlegen, ich habe so viel nicht mehr im Kopf über diese Serie. Ich glaube, ich muss sie schauen. Ja. Ich habe völlig vergessen, dass dort noch plötzlich noch mehr Charaktere mitkommen, die mega wichtige Rolle spielen und so. Und ja, also ich habe ein paar Tränen verdrückt an diesen Szenen. Ja, aber sie ist nicht ohne. Einfach nur schon die ganze Geschichte darum, dass eben er oder seine Brüder halt so gesehen nicht mehr lebt, kann man jetzt mal so sagen. Genau. Und was sie dann wieder probieren, ihn wieder zurückzuholen. Und das, es ist schon ein bisschen harter Tobak. Also auch grundsätzlich so, was sie dort eigentlich alles machen und wie sie eigentlich merken, dass das, was sie eigentlich am liebsten machen, eigentlich ein völliger Scheissdreck ist, eigentlich, mehr oder weniger. Und die Konflikte und eben auch so die Charakterentwicklung, es ist so geil. Also ich muss auch sagen, das ist ein Anime wie so Avatar,
wo du als Einstieg in so Anime-Sachen kannst brauchen. Sagen wir es Ja, mal ich so. glaube schon, ja. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwie eben ähm, so mit Harem oder sonst irgendwie Zeugs. Es ist einfach eine anständig geschriebene Story. Ja. Genau. Das merkst du schon Aber extrem. ich würde zu meinem Götti-Bub, wenn er Nein, jünger ist, nein. eher Avatar vorschlagen Richtig. als Also, Fullmetal Alchemist. genau, also Full Metal Alchemist 16 plus Ja, mindestens. ja. Weil, wenn ich da denke, wie das, also ich würde das nie einem kleinen Kiddie Nein. antun, wenn er sieht, wie sie da probieren, einen Homunkuli zu machen oder so. Schwierig. Ja, schwierig. Schlafen ist da nicht mehr. Nein. Ja, eben das. Und also grundsätzlich eben, es ist halt schon für Erwachsene gerichtet, auch wenn es ein bisschen lustige Szenen drin hat, aber da passieren Sachen, da denkst du so, holy crap. Absolut, ja. Schwierig, vor allem auch, ich glaube, ein Kind versteht auch nicht, um was es geht in diesen Situationen. Ja, Überhaupt absolut. nicht, weil es relativ Themen anspricht, die vielleicht eher für Erwachsene oder junge Erwachsene eine Rolle spielen. Ja, voll. Ja. Genau. Aber ich muss mir die, glaube ich, auch wieder mal reinziehen. Ja. Yes. Kommen wir zum Eingemachten. Apropos erwachsen und süchtig. Was? Kommen wir zu dieser Serie, wo ich einfach. Ich kann immer noch nicht erklären, warum. Aber die Serie hat mich einfach gepackt. Und ich weiss, dich auch. Und ich weiss, durch uns auch viele andere. Yep. Weil ich immer wieder mal plötzlich Nachrichten bekommen habe und so. Jetzt auch wieder mit den neuen Staffeln und so. Wo ich aber sagen, ey, es ist einfach unglaublich, was das für Kreis gezogen hat. Ey, ja, also die Serie, das ist. Ich weiß nicht, ich bin so froh, hast du mir die mal gesagt, schau die bitte. Und ich feiere die Serie so fest. Es ist so gut. Und zwar geht es um Clarksons Farm Staffel 5. Ja, genau. Hey, es ist so gut. Ich finde es immer wieder interessant, wenn sie es in jeder Staffel schaffen, irgendwie ein Projekt zu finden, das sich über die ganze Staffel durchzieht, aber auch Sinn macht. Weißt du, jetzt in der Staffel 4 ist plötzlich gekommen, hey, oder ist es Staffel 4 gewesen? Haben sie bis Staffel 4 geholt, ich glaube. Nein, das haben sie schon relativ ist das schon früh. im 3? Das war schon im 3 gewesen, weil er hat ja eigentlich ein Restaurant auftun. Ja, stimmt. Und in der Staffel 3 hat er es aber noch nicht 100%ig gehabt. Das ist, glaube ich, dann erst in der 4. Staffel so ein bisschen. Ja, in der Staffel 4 haben sie nachher das Farmer's Dog aufgemacht, glaube ich. Genau, ja. Vorher hat er dort seine Hütte gekauft, wo er nicht hätte dürfen, und hat dort irgendeinen Scheiß gemacht. Genau. Aber sie findet immer irgendetwas, wo einerseits Sinn macht, so von wegen, hey, das ist die nächste Stufe, die wir machen in unserer Farm. Und das zieht sich halt dann nachher durch die ganze Staffel durch. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, was sie findet. Vor allem, ich muss sagen, ich finde die 5. Staffel finde ich bis jetzt, also von den Sachen, die passieren, die heftigste. Aber ich muss auch sagen, es ist so interessant, was in der Landwirtschaft alles geht, was du gar nicht mitbekommst. Ja. Und das zeigen sie dort innen so gut. Also erfahrene Farmer, wie zum Beispiel bei der Caleb, da Sachen sagt, hey, das ist mega cool. Vielleicht so als Vorweg noch, sie tun anhand von Drohnen und von Bodenproben schauen, wo können sie am besten Zeugs säen, damit sie mehr ernten können. Und das wird alles mit Computer gesteuert und weiss der Gucker was alles. Das sogenannte Precision Farming nennt sich das tatsächlich. Genau. Wo der eine erzählt, er hat irgendwie 30 Tonnen Herdöpfel normalerweise rausgeholt und mit dem Precision hat er irgendwie 3-mal so viel Herdöpfel, die er bekommt. Das ist krass. Es ist einfach halt, ich meine, ich habe das, und jetzt kommt der geile Take, ich habe das vom Farming Simulator gekannt. Ja. Tatsächlich, das Precision Farming haben sie halt dort auch. Das war gerade mal ein Mod gewesen. Mittlerweile kannst du es selber als DLC abladen, offiziell von Giants. Und dann funktioniert es halt genau so. Du nimmst Bodenproben
anhand von dem weißt du nachher, wo hat es was für Bodenbeschaffenheit, was für Mhm. Mineralien drin, was für Nährwert und so. Und durch das kannst du beim Düngen und so und beim Säen ganz genau festlegen, hier ist viel Nährstoff drin, Mhm. da können wir mehr säen, müssen wir aber vielleicht weniger düngen. Da Genau. hat es weniger drin, da müssen wir nicht so viel säen, weil Musst aber mehr düngen. Wirklich so, du musst das mehr war düngen. mega Es ist, interessant. Gewesen. hey, mega, ja, voll. Ja. Wie freut das der hatte, an so einem huren Roboter? Ja, Ah. Das ist so geil gewesen. Und ich finde es aber auch interessant, um Caleb seine Entwicklung, was das angeht. Ja. Ja, der kann das nicht gleich gut. Schau, siehst, jetzt hat er schon wieder angehalten. Ich bin hier immer. Bist du schon wieder am Fahren? Ich bin immer noch am Fahren. Ja, genau. Jeremy, wieso steht er schon wieder still? Und am Jeremy, Schluss. komm, fahr, Ja, bitte, komm, fahr. Es ist so gut. Aber am Schluss war er trotzdem überzeugt, gewesen, der Caleb, Ja. weil er einfach gesehen Ja. hat, hey, das nimmt uns so viel Arbeit ab, wir können uns um alles andere kümmern. Ja, oder vor allem, was ich auch krass finde, ist auch der andere, der mit Solarenergie läuft. Der irgendwie wirklich auf 15 cm irgendetwas einpflanzt. Ah, ja, Ist das der ja, Dings? genau. Ey, da musst du sagen, Ja, what? ja. This should be the future, oder? So ein Zusammenarbeiten zwischen Roboter, Mensch und das Naturelement. Und das ist, ich finde das mega faszinierend. Darum, ich habe das so gefeiert. Oh, ich bin fast auf den Rücken gefallen, dort, wo sie die Kuhfarm gezeigt haben, mitten in Holland. Irgendjemand auf einem See. Ja. What the fuck? Ich meine, nur schon die Idee, ich Ja. habe nur schon, für mich war das Highlight gewesen, eigentlich die Reise nach Holland. Ja. Der Caleb ist fast übergefallen. Ja, wir gehen jetzt da, was machen wir jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Warum fahren wir in den Tunnel, wo unter dem Meer durchfährt? Ja, können wir da aussteigen? Haben wir da genug Haben wir da Luft? überhaupt Luft? Das ist so genial, ich Es liebe ist so das krass. einfach. Es ist so So krass. Ja, aber eben, auch so Zeugs, eben. Die ganze Sache, die sie dort haben. Aber eben, was du vorhin gesagt hast, das muss ich aber auch, das habe ich aber eigentlich schon auch aufgeschrieben. Ich finde es immer wieder krass, wie ernst er das aber auch nimmt. Yep. Er macht es nicht einfach so aus Jux, Nein. sondern er will wirklich etwas verändern. Er will. Ich habe das letzte Mal eine kleine YouTube-Doku gesehen über das ganze Clarksons Farm, wo das zum Beispiel genau auch aufgegriffen hat. So von wegen, zuerst sind alle hure skeptisch gewesen. Yep. So von wegen, ja, was will jetzt der? Der hat jetzt viel Geld und weiss ich was, jetzt kauft er sich da eine grosse Farm, die er tatsächlich schon einige Jahre vor Clarksons Farm gekauft hat, by the way. Und jetzt will er da noch mehr Geld verdienen, wo mittlerweile die Stimmen ein bisschen gewechselt haben, die gesagt haben, hey, er macht es eigentlich gut und er zeigt auch, hey, man kann es auch vernünftig machen. Jetzt auch, Ja. ich finde das gut, wenn sie in jeder Staffel auch irgendeinen Punkt immer drin haben, um Sachen zu erhalten. Das Mal sind es die Vogelarten gewesen. Gut, das letzte Mal sind es Büsche gewesen. Die ist ja mega crazy gewesen. Die ist voll abgedreht. Hey. Also, holy. Die laufen irgendwann rum plötzlich, hey, hast du den Vogel gehört? Das ist der und der. Und der so, ja. Und du hörst das? Ja, wirklich. Nein, aber das finde ich einfach interessant. Die Doku hat auch gesagt, was eigentlich die meisten Landwirte sind mittlerweile dankbar, dass er das gemacht hat, weil er zeigt so viele Seiten von der Landwirtschaft an so einem grossen Publikum, wo das vorher gar nie gesehen hat. Sei es Erhaltung, sei es Behörden, die jetzt halt auch wieder die Wände reinschiessen, anscheinend in der UK. Einfach so Sachen, die du nur nebenbei mitbekommen würdest, wenn überhaupt. Ja, oder mit was für Sachen, dass die sonst zu kämpfen haben, eben durch Epidemien oder sonst irgendwie die Geschichte mit den Kühen oder das Zeugs. Hey, das ist schon krank. Einfach mal schnell unter Quarantäne und du weißt nicht, wie lange. Nein. Das kann jetzt einfach ein Weilchen dauern. Ja, und vor allem das Krasse ist ja, dass sie nur aufgrund von zweifelhaft, dass sie das Zeug zumachen. Und auch die Messmethoden, die sie dort hatten. Also eben, wenn die Serie schauen, dass ich bei dort gekocht und denke, ist das eigentlich ein Ernst?
Ja, wirklich. Ich Da habe können gesagt, sie so ja, mit so einem Zentimeter irgendwie Lymphknoten messen. ja. Da habe ich auch Das, gedacht, da die habe ich Kuh gedacht, bewegt sich einmal und erstens das und zweitens, ja, du nimmst nie gleich viel Haut jedes Mal. nein, Da nichts. hast du eins mehr und da geht es um einen Millimeter, ob du jetzt weitermachen darfst oder ob es zugeht. Also, what the hell? Also ich sage dir, das wird Staffel 6 sein. Das hat ihn richtig kaputt gemacht dort. Hey, ja, Ja, mal also, schauen. ja. Aber also grundsätzlich eine geniale Staffel. Geniale Ja, voll. Staffel. Hat aber auch, aber jetzt, du hast das eine erwähnt, das mit den Kühen, weiß nicht mehr, was ist es gewesen? Nicht Diabetes. Wie heisst es? Tuberkulose. Also Tuberkulose. vielleicht für die keine Möglichkeit haben, um das zu schauen. Sie tun dort die Kühe testen auf Tuberkulose. Das machen sie auf eine sehr altmodische und schlechte, Fragwürdige. fragwürdige Methode. Eben, sie haben irgend so ein Messding, wo sie so können schieben und das irgendwie ein bisschen einklemmen können. Und auch schon beim ersten Mal sagt er, was ist das für ein Scheiß? Ja. Und nachher haben sie halt eben einfach eine Kuh, die zweifelhaft ist. Also wo sie nicht wissen, hat sie jetzt Tuberkulose oder nicht. Und aufgrund von dem machen sie eben eigentlich den ganzen Hof dicht. Also er darf mit diesen Kühen nicht auf spezielle Felder oder er darf sie nicht verkaufen. Er darf mit denen einfach nichts machen. Genau. Und irgendwie nach 30 Tagen kommen die noch einmal und dann testen sie nochmal testen. Und wenn sie gut ist, dann ist okay. Wenn es schlecht ist, dann muss sie geschlachtet werden. Aber auch wenn sie nochmal zweifelhaft ist, muss sie geschlachtet werden. Mhm. Dazu kommt daher, dass die Kuh noch schwanger war mit Ja. 2 Kälbern. Also, ja. Was eigentlich erstens mal, also aus Sicht einfach vom Profit, das sind, weißt du, wie viele Tausende von Euro, die dort einfach flöten gehen. Oder was ist das? Mhm. Haben die Oh, auch Euro? Euro. Ja. Ja. Und weil sie nochmal zweifelhaft war, haben sie dann müssen schlachten. Und das Geile war ja nachher, dass er die Probe bekommen hat, wo sie einen Untersuch gemacht haben, um Ja. wirklich zu schauen, ob sie positiv war oder nicht. Ist sie negativ gewesen. Also er hat Ja. dort eigentlich einfach 3 Kühe verschenkt. Ja. Nur Und- weil es einfach so eine dumme, altmodische Messmethode hatten. Richtig. Und das andere war noch, der Hofform war immer noch nicht offen gewesen. Also gemäss Ja. Ende der Serie. Die ist immer noch zu, weil er mal Tuberkulose, also eben, weil er auf Verdacht war. Jetzt Ja. müssen sie das immer wieder machen. Und er steht ja selber auch vorne dran und sagt, hey, ich bin auch neu in dem, aber das ist doch völlig veraltete Technologie. Mhm. So etwas zu messen, das ist einfach birrenweich. Ja. Und eben für solches Zeugs setzt er sich mega ein. Mhm. Und eben, das, was viele auch gesehen haben oder gehört haben, ist ja eben, er kauft sich die Farm, weil er das Geld dazu hat. Das andere ist, ich glaube, der hat schon hure viel Geld jetzt müssen investieren aus seinem ja. eigenen Hosensack. Oh, ja. Das Ja, ist ja. teuer. Also praktisch die ganze Ernte, die er reinbringt. Aber er sagt von sich selber auch, wenn ich Amazon nicht hinten dran hätte, ich könnte mir das auch, ich könnte mir das auch wahrscheinlich gar nicht so leisten. Mhm. Dann fragt er sich auch, wie sich das andere Farmer können leisten können, wo jetzt niemand hinten dran hat, der sie unterstützt. Das Ja. ist ganz krass. Ja. Ja. Aber es hat auch lustige Szenen drin, das mal. Tatsächlich wieder. Ja. Also, Das Fenster. Das Fenster an. Ey, dort hat es mich fast gekribbelt. Ja, aber auch sonst, also sie sind einfach auch sonst immer wieder witzig. Und seine huren Hunde. Die lassen Ja. einfach einen Scheissdreck. Ja, wirklich. Dann ist es so egal. Ja, aber das auch kann ich mir, also vielleicht to be honest, für die es schauen, was ich krass finde, ist, sie zeigen wirklich viel. Ja. Sie zeigen wirklich viel. Ja. Also auch irgendwie ein Schaf, das glaube gerissen worden ist oder irgendwie plötzlich gestorben ist. Das nehmen sie komplett auseinander und so. Und dann im Raum müssen sagen, hey, schwierig, aber irgendwie auch krass, dass das so etwas zeigt. Ja, wer kein Blut kann sehen, ja, Ja, so. ein bisschen schwierig teilweise manchmal.
Ja, oder auch so Kühengeburt und also wirklich voll Hahn. Also du siehst alles. Ja. Das ist schon Aber das so. finde ich eben auch irgendwie interessant. Eben, wenn du Farmer werden willst, musst du mit dem ein bisschen zu tun haben, je nachdem. Ja, und ich meine, es soll auch gezeigt werden. Es Ja, gehört dazu schlussendlich. Also, genau. warum verstecken, weißt du? Also, Das ist ja so, ja. Aber dort, was mich fast vertätscht hat, ist dort, wo er die Schneckeneier hat müssen holen. oh ja, nein, das Schneckenthema. Oh Gott. Vor allem das Testessen nachher. Ah, Seine dort. Mitarbeiterin, wo es fast gekehrt hat am Tisch, weil sie Ja. kaum etwas hat können essen von dem, was sie aufgetischt hat. Gut. Ich muss sagen, ich hatte auch meine Mühe gehabt. Ja. Absolut. Ich hätte wahrscheinlich nicht die Hälfte angelenkt dort. Aber auch das ist eine sehr gute Idee von ihm, eigentlich. Absolut. Also, das ist so ein Testessen von Sachen, die man sonst normalerweise nicht isst. Wie zum Beispiel Schneckeneier, Schweineohren, Herzen oder Eichhörnchen. Ja, das habe ich dann ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen grenzwertig. So frittierte Eichhörnchen und so. Ja. So, Aber eben, grundsätzlich ist es wirklich darum gegangen, dass man auch Sachen probiert, die man sonst normalerweise nicht isst. Genau. Aber lustig habe ich es gefunden, wie der Schneckeneier, wie sie plötzlich reagiert und er sagt, ja, die sind aus dem eigenen Garten und sie hat ihn gehasst. Ja, Sie hat ihn so er hat einfach fest die gehasst. Huren Eier geholt. Wenn Blicke töten könnten. Ja. Aber krass finde ich auch, eben, wenn er Tierli muss abgeben oder sonst etwas, der wird richtig emotional dort. Also wirklich, auch dort, wenn er seine Söhne muss abgeben zum Beispiel. Ja, aber ich meine, er hat halt. Ich glaube, das geht in jedem Landwirt irgendwo durch ein bisschen so schlussendlich. Du hast so viel Zeit und Herz in das investiert, in das Tier, dass es dem gut geht und alles. Genau, ja. Und dann musst du es aus welchen Gründen auch immer musst du es weggeben. Sei es zum Schlachten, sei es, weil es krank ist, sei es wegen finanziellen Sachen oder so. Mhm. Ja, natürlich, das geht dem nicht. Ja. Kann ich absolut verstehen. Aber immerhin hat er jetzt easy Care-Schaf. Ah ja. Die Story ja. ist schon geil. Das ist ja wieder so, das finde ich aber auch dort wieder geil, wie der Caleb so am Anfang. Was willst du mit dem Scheißer? Was willst du mit dem? Nein, das bringt doch nichts. Und am Schluss, hure geil. Hey, ich habe mir jetzt auch solche gekauft. Ja, aber auch solche gekauft, ja. Einfach nur schon das. Super. Das ist super. Ja. Also, aber ich finde es auch cool, dass er momentan auch langsam von ihm lernt, nicht nur umgekehrt. Ja, Genau. halt eben einfach auch, hey, man muss auch mit der Zeit gehen. Sei es jetzt Roboter-Traktoren, sei es eben EasyCare, Ja, auf jeden Fall, ja. wo dir halt einfach das Leben einfacher machen. Wo du kannst sagen, hey, ich muss mich um das Anders zum Beispiel nicht kümmern. Ja. Und Genau. sein Büro, das er eingerichtet hat. Seine Kommandozentrale, die habe ich aber ganz geil gefunden. Das habe ich gefühlt. Ich auch. Aber sowas von. Hauptsache so 3 grusige Vögel oben vom Ding, ey. Ja, mir hat es ein bisschen zu wenig Bildschirme gehabt. Ich hatte dort 3 Bildschirme, die die ganze Zeit Roboter zeigt. Nichts anderes. Aber das habe ich auch herzig gefunden, als er mit ihr einfach so aufs Feld raus ist und sagt, weißt, andere Leute schauen am Samstag zu Abend ihre Lieblingsserie. Wir können uns einen Roboter zuschauen, oder? Ja. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, das ist einfach eine Serie. Ich hoffe, die gibt es noch ein paar Mal, weil bis jetzt ist keine gleich gewesen wie die andere. Ja. Genau. Ja, voll. Und du fieberst wirklich mit dem alten Mann. Weil er macht wirklich, also ich musste sagen, hey, der überlegt, der macht schon etwas. Das ist nicht nur einfach ein grosser Schnorri. Genau. Ja. Und da gibt's in dieser Staffel hat es halt auch noch eine schlechte, aber mittlerweile auch eine gute Nachricht hat gegeben, wo es genau auf das rausläuft. Ihm ist ja Krebs diagnostiziert worden. Er hat das anscheinend schon vor Drehbeginn gewusst, hat es aber bis eigentlich am Schluss verheimlicht. Good News, es geht ihm besser. Anscheinend ist alles gut gekommen. Er hat, glaube ich, eine OP oder 2 gehabt. Sind alles weg.
Entschuldigung, Das dass ich lache, aber ich finde es geil, dass die Staffel 5 so endet, wie sie endet, wie sie angefangen hat. begonnen hat, ja. Genau. Hauptsache er im Er im Krankenhaus. Spital. Ja, die Geschichte. Aber er hat nachdem jetzt die Serie fertig war, also die letzte Folge auch draussen war, hat er auf Instagram bekannt gegeben, es geht ihm gut, sie geht alles in Ordnung. Staffel 6 ist in Arbeit. Genau. Also es geht weiter. Weil es hat halt wirklich so geändert, er hat ganz offen gesagt, er wüsste nicht, wie es weitergeht. Ja. Also wenn alles gut geht, sehen wir uns nächstes Jahr. Wenn es nicht Wenn gut nicht, geht, dann nicht. dann Genau. nicht. Ja, und vor allem, ich finde es krass, nachdem er sich dort auch geoutet hat, also das hat, haben sich, glaube ich, viele Männer haben sich, oder auch Frauen haben sich angemeldet, Ja, solche Untersuchungen zu machen. Aber je früher dass man es sieht, desto besser, oder? Genau. Yes, Genau. yes. Ja, also Staffel 5, Clarksons Farm, absolute Empfehlung. Richtig, ja. Wer das noch 10 nicht von 10. gesehen hat, der tut jetzt hier pausieren. Geht zuerst alle 5 Staffeln schauen und tut uns nachher zustimmen in einem Kommentar. Richtig, ja. Und dann lust er weiter. Genau. Also So machen wir das. erzählt uns auch mal, was ihr so geil findet an Clarksons Farm. Weil ich weiss, einer, der einmal gerne Kommentar bei uns schreibt, der schaut das auch. Es schauen jetzt ein paar. Ich weiss. Es schauen jetzt wirklich ein paar, die auch schon kommentiert haben, etwa die. Also Ja. es ist einfach crazy, Das ist sensationell. was für Kreise das gezogen hat. Gut. Yes. Hey, dann hast du noch ein Highlight, habe ich gehört. Ja. Ich habe ein Highlight von einer Serie, die ist nicht ganz neu. Ich glaube, die ist letztes Jahr rausgekommen. Ich habe lange nicht gewusst, was ich von der soll halten soll. Ich habe keinen Trailer gesehen, nichts aber auch davon. Und als ich sie fertig geschaut habe, musste ich sagen, wow. Einfach wow, was für eine tolle Serie. Und zwar rede ich von Chief of War. Das ist, und das glaube ich auch, das kann für viele kein Begriff sein, die Serie. Das ist eine Serie von und mit dem Jason Momoa. Und die Serie erzählt die Geschichte der 4 Königreiche von Hawaii und Krieg unter diesen 4 Königreichen beim Versuch, das Volk von Hawaii zu vereinen. Das basiert tatsächlich auf wahren oder historischen Figuren und Gegebenheiten. Ich meine, die eine Figur, die vorkommt, und da werden jetzt viele Dragon Ball-Fans lachen, aber es ist halt wirklich so. Der Kamehameha, der hat es halt wirklich. Und ja, man spricht es anders aus als Kamehameha, aber das ist jetzt nicht das Thema. Der kommt zum Beispiel drinnen vor und der war eine der maßgeblichen historischen Figuren, die halt die Vereinigung geprägt hat damals. Auch Ereignisse und so, die halt so passiert sind reingebracht worden oder sie kommen drinnen vor. Sie ist nicht absolut akkurat. Zum Beispiel die Zeiträume sind ein bisschen gecrunched worden. Also Sachen, die, keine Ahnung, vielleicht 10 Jahre auseinander liegen, sind halt zusammengecrunched worden, damit man es ein bisschen in einem vernünftigen Zeitrahmen kann bringen kann. Es ist absolut bildgewaltig. Also die Aufnahmen und alles von Hawaii, von den Inseln und allem drum und dran, die Atmosphäre und Szenerie, also richtig krass genial, wie sie das gemacht haben. Der Cast ist auch ganz krass. Der Jason Momoa, wie gesagt, spielt einer der Hauptcharaktere. Der Cliff Curtis spielt mit. Das ist vielleicht, müsst ihr nachschauen, ist vielen auch noch ein Begriff. Habt ihr sicher auch schon in anderen Filmen und Serien gesehen. Das kennen ich auch, ja. Der Temuera Morrison, der Django Fett, spielt natürlich auch mit. Hat auch eine grosse Rolle drin.
Ich glaube, das ist Und halt der Typ, der die meisten Synchronsprecherrollen hat, der sich irgendwie 1000-mal selber muss vertonen. Entschuldigung für den möglich, ja, vielleicht. Nebst den tollen Bildern ist der Soundtrack einfach absolute Liebe. Und zwar kommt er halt von niemand anders als vom Hans Zimmer. Oh, da weiss ich Das sicher, dass jetzt einer das sehr definitiv geht grandios. Also wirklich, also die ganze Atmosphäre, die ganze Szenerie mit dem Soundtrack zusammen ist einfach Peak. Also wirklich. Ein paar interessante Facts, wo halt einfach auch den Produktionsaufwand und Qualität von dieser Serie einfach unterstreichen. Und Qualität, also es ist so gut gemacht. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Einerseits ist in jeder Produktionsabteilung haben sie, wo sie die Serie gemacht haben, einen Kulturberater eingesetzt. In jedem Produktionsschritt, um möglichst authentisch zu werden. Das ist Zum geil. Beispiel, ich habe das auch noch nie so gesehen, aber sie haben dort manchmal so Gewänder an, kannst du sagen, so Umhänge oder so. Mhm. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht nachgeschaut, musste mal. Aber das ist so farbenfroh, aber trotzdem eindrücklich und auch ihre Kopfbedeckungen und so. Das ist so krass. Also, aber du merkst halt, sie haben sich wirklich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Sie haben wirklich geschaut, wie ist das damals gewesen? Wie können wir das machen? Das ist so weit gegangen, dass sie Repliken von historischen Kriegsschiffen der Hawaiianer, also das sind so Doppelauslegerkanu, die haben sie von Grund auf mit lokalen Materialien und historischen Techniken von Hand selber wieder gebaut. What the hell? Okay, das ist krass. Das ist ja wirklich so, sie haben das so weit getrieben, dass sie gesagt haben, hey, wenn, dann müssen wir das halt richtig. Dann ist Jason Momoa und aber auch allen anderen ist halt wichtig gewesen, wir wollen dieser Kultur gerecht werden. Aber Wir wollen das nicht finde einfach ich krass. irgendetwas. Ja, das Ja. finde ich richtig krass. Und das merkst du halt durchs Band in der ganzen Serie. Dass einfach die Qualität, sie haben das Welle so hoch behalten. Ein anderer Punkt, und das ist halt auch wieder. Ich bin zuerst bin ich mega verwirrt gewesen. Weil ich dachte, Scheiße, habe ich da irgendetwas falsch eingestellt? Aber das geht ja gar nicht. Ein Großteil von dieser Serie wird eine Sprache genutzt, und zwar eine sehr alte und langzeitverbotene einheimische Sprache, eine alte, wird genutzt. Okay. Und zum Beispiel Jason Momoa hat sich mega Mühe und Zeit genommen, um flüssig Hawaiianisch zu reden nachher. Dass er einfach auch mit dieser Sprache nachher richtig umgehen kann. Und die haben all die Schauspieler Haben das auch gemacht? immer, ich sag mal, die erste Hälfte mindestens von dieser Serie hast du einfach immer mit Untertiteln halt müssen leben. Weil sie haben nur in dieser Sprache geredet. Ja, aber das ist ja auch speziell. Ich meine, eben, wenn du so originaltreu wie möglich machen willst, dann kannst du vielleicht auch Sätze, die sie dort bringen, gar nicht wirklich gut übersetzen in dieser Sprache. Möglich, ja. Aber es ist halt einfach, es hat dem Ganzen halt einfach noch so ein Pünktchen aufs eingesetzt, so von der Qualität und vor allem, es wird vielleicht vielen nicht passen. Ich weiss, viele haben nicht gerne Untertitel, aber ich bin jetzt auch nicht ein Fan davon. Aber es hat einfach richtig gut gepasst. Ich habe die erste Folge müssen kämpfen damit, aber nachher, wenn du dich mal daran gewöhnt hast, ist das so passend. Und vor allem, wo dann nachher halt auch andere Zivilisationen jetzt von außen halt dazukommen, die verstehst du, die sind dann deutsch synchronisiert auch und alles. Und dort fassen halt auch noch wiederum ein bisschen interessanter von werden. Aber sonst, auch dann redet sie immer wieder ihre alte Sprache und so. Und das ist einfach, es ist so gut gemacht. Also, ja, aber ich meine, auch in Shogun tun sie hure viel mit Untertiteln schaffen. Also vor allem am Anfang, das sind wir noch nicht geschaut. Entschuldigung. Aber dort hast du ja auch eigentlich fast, also ziemlich oft hast du Untertitel, was ich eigentlich nicht schlimm finde. Du musst halt einfach darauf konzentrieren. Es ist halt,
aber das Spezielle ist halt, bei Shogun hast du schon von Anfang an sehr viel von diesen Charakteren Genau. gesehen. Weil die halt doch halt Hauptcharaktere von dieser Serie auch sind. Richtig, ja. Und jetzt bei Chief of War geht es halt hauptsächlich um die Figuren Genau. in Hawaii selber. Aber da Und finde ich nicht das wirklich cool. um die aussen dran. Ja. Und was auch Nice. krass ist, was man vielleicht so als Zeichen der Götter kann anschauen kann, während der Dreharbeiten ist nach über 30 Jahren der Mount Mauna Loa, der Vulkan, wieder mal ausgebrochen. Der ist über 30 Jahre hat der geschwiegen. Okay. Und währenddem sie das gedreht haben, ist der wieder mal ausgebrochen. Krass. So, ja, könnte man jetzt denken, hat da wer was dafür gehabt? Ist da jemand überzeugt davon vielleicht? Hä? Aber das ist auch richtig geil. Das ist richtig Ja. geil. Zeichen der Götter. Genau. Nein, also ich kann euch, jeder, wenn er gerne so ein bisschen so historische Sachen hat oder vielleicht eben auch mehr über, also ich bin jetzt völlig, ich habe schon immer die Kulturen, auch die Maori oder eben hawaiianisch und so, ich habe das schon immer mega interessant gefunden, weil das sind einfach so Kulturen gewesen, wo gelebt haben oder auch heute noch leben, die sich entwickelt haben und trotzdem so einen gewissen Kern behalten haben von ihrem damaligen. Yep. Ich meine, Maori bekannt für ihre Tattoos und so, die wirklich sehr viel Bedeutung haben für sie und alles. Ich bin schon immer fasziniert von diesen Sachen. Ja. Und jetzt umso mehr. Geil. Also das ist, die Serie lege ich jedem ans Herz. Das ist so eine tolle Serie. Absolutes Highlight bis jetzt. Ich weiß nicht, wieso ich so lange gewartet habe mit der. Hey, du, gell, es ist gleich wie bei den Spielen. Die Auswahl wird nicht kleiner. Das ist ja so, ja. Die Absolut. Auswahl wird nicht kleiner. Genau. Genau. Ja, jetzt habe ich meinen langen Monolog über die Serie gehabt. Ja, du kannst gerne weitermachen. Wie viele Filme hast du? 2, 3, 4 und einen im Kino. 4 Filme und ein Kinofilm. Okay. Ich habe 3. Okay, dann fange ich mal an. Tun sie Dann können wir das? immer abwechseln. Ja, das ist gut. Fast. Ja. Ich habe Minecraft geschaut. Okay. Der Film auch wieder mit dem Jason Momoa, aber auch mit dem Jack Black. Ist interessant gemacht. Ja, was? Also nicht mit dem Blackjack, sondern mit dem Nein, Jack nicht mit dem Black. Blackjack. Ich habe leider nicht so viel Geld zu verdienen, aber mit dem Jack Black, genau. Ist interessant gemacht. Ich kenne Minecraft natürlich. Ich habe das damals, bevor es released worden ist, so richtig. Ich habe das wirklich nur vom originalen Entwickler abgekauft auf seiner Webseite damals. Aber ich habe es natürlich auch ein bisschen nachher noch weiterverfolgt. Also man bist ja teilweise halt auch gar nicht drum herumgekommen. Nein, also Minecraft war immer wieder etwas, wo immer und immer mal ein bisschen aufploppt. Ja. Und es ist halt wirklich witzig gesehen, wie sie das so ein bisschen als Story verpackt haben. So ein bisschen manchmal witzige Sachen, die halt vielleicht am einen oder anderen auch passiert sind passiert. Andererseits auch ganz krasse Sachen, zum Beispiel, und das habe ich mega schön gefunden, wie sie den Technoblade geehrt haben in diesem Film. Musst du ausholen, ich kenne jetzt den gerade nicht. Der Technoblade ist einer der grössten Minecraft-Content-Creator überhaupt. Und der ist, soweit ich es richtig im Kopf habe, ist der schwer krank gewesen, ist gestorben mittlerweile auch dann. Yep. Hat aber, glaube ich, nie gross jemandem etwas erzählt davon. Und der, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es mit dem auf sich hatte, aber der ist im Film, der hat immer, sein Markenzeichen war so eine goldige Krone gewesen, unter anderem. Genau, also ich sehe da gerade eine Schweinefigur mit einer goldenen Krone, ja. Genau, und das ist
wo sie dann eben in der Minecraft-Welt sind, wo sie dann so das Dorf durchlaufen, das erste Mal und die anderen so alles so anschauen, wow, und dann kommt das Schweinchen zu laufen, läuft eigentlich so vor ihnen über die Straße Mhm. und dann fragt so der eine, oh, was ist denn das? Oder wer ist denn das? Und dann sagt der Jack Black so, das ist eine Legende. Das ist Und aber dann geil. ich wird gerade wieder emotional. Das ist einfach so ein toller Das Moment ist- gewesen, wo ihn einfach so krass geehrt hat. Ja, das ist Richtig echt heftig. geil. Das ist recht schön. Ja. Nichtsdestotrotz, der Film, aber er ist gut. Er ist gut zum einen schauen. Mhm. Ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, den könnte ich jetzt jedes Jahr schauen, weil ja, so originell ist er dann auch wieder nicht. Und ich weiß nicht, an was es liegt genau. Aber ich habe den Jack Black ein bisschen komisch gefunden in diesem Film. Der Okay. Jack Black hat in allen Filmen, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, hat er immer so ein bisschen den gleichen Humor, so ein bisschen den gleichen Witz. Und da hat es mich einfach irgendwie anders gedunkt. Ich habe zuerst recht Mühe gehabt mit dem. So, ja, aber Okay. manchmal hat er trotzdem wieder solche Witze gebracht, manchmal halt wieder nicht. Und es ist einfach irgendwie eine komische andere Stimmung gewesen, wo man von ihm eigentlich von ihm schon wenig kennt. Okay. Vielleicht ist das ein Me-Problem, I don't know, kann schon sein, aber ja. Hey, weiss man nicht, gell? Gut, also Ja. ich muss so ehrlich gesagt sagen, er hat auch seit langem auch keinen richtig ernsten Film mehr gemacht, denkt es mir. Momentan macht er viel Komödie. Ja. Aber auch das ist, es hat einen ernsten Ton dahinter, aber Mhm. trotzdem ist es eben trotzdem witzig gemacht, immer Yep. wieder. Jack Black. Ja. Cool. Hey, haben wir jetzt Und- den wirklich noch nie angetan. Vielleicht mal etwas. etwas, wo ja wirklich überall, und da hast du jedes Kind, das den Film geschaut hat, hast ja können fragen, ist da der Lava Chicken Song gewesen, oder? Ja, das ist, glaube La ich, la dort, dass la sie fast mal... la, Chicken, Lava Chicken. Ist das nicht Wo dort, er dass sie ja fast mal singt. das ganze Kino auseinandergerissen haben? Irgendwie noch immer. Das kann sein. Auf jeden Fall, der Song funktioniert auf Englisch. Steve's Lava Chicken, it's tasty as hell, bla bla bla. Auf Deutsch eine absolute Katastrophe. Also ich weiß nicht, was die das übersetzt haben und da haben einen Song daraus machen, was die sich überlegt haben. Was zum Teufel ist euch im Kopf vorgegangen, wo ihr das übersetzt habt? Das ist eine sehr gute Also, Frage. das nächste Mal lasst ihr es einfach gescheiter und schneidet die Szene halt raus. Das hat weniger weh da. Oder Leute auf Englisch, ganz einfach. Oder lasst es auf Englisch, genau. Lasst es auf Englisch. Gegen Nein, einen das Moment, ist- wo man auch früher halt einfach Texte halt auf Englisch gelassen hat und mit deutschem Untertitel, aber damit das Ja, Feeling nein, bleibt. das ist eine absolute Pain gewesen. Dort habe ich geskippt im Fall. Also das mache ich selten. Aber dort, es hat angefangen und nach dem ersten Satz habe ich gesagt, nope. Weiter. Aber das hat mich ja schon gedacht beim Bowser-Song, den sie gemacht haben im Super Mario. Dort haben sie es ja auch auf Den Deutsch habe ich halt nicht übersetzt. gesehen bis jetzt. Dann musste ich sagen, so, auf Englisch ist er okay, auf Deutsch so, oh. Ja. Ich meine, ich verstehe es. Klar ist es schwierig, so einen Song ins Deutsche reinzubringen. Aber Ja. wie du sagst, dann lass ihn halt auf Englisch. Lass es Das tut einfach ihm sein. genau. Es tut keinem weh. Ich meine, früher Genau. hat man das öfters gemacht. Ja. 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 Soll ich gar noch einen? Dann können wir nachher abwechseln. Ja, Okay. das ist gut, ja. Ich habe schon noch so einen Straubenfilm geschaut. Oh Gott. Und zwar habe ich Good Luck, Have Fun, Don't Die. Wait. Good Luck, Have Fun, Don't Die. Habe ich geschaut. Und jetzt schaut er nachher. Oh, wait a second. Genau die Reaktion habe ich jetzt erwartet. Ich glaube, da habe ich mal meinem Bruder geschickt, weil er... Ich oder glaube, wir Sam haben sogar mal Rockwell. schon darüber geredet. Oder Ja, so, genau. ja. Mit der Sam Rockwell. Ja, also es ist ein guter Film.
Teile ein bisschen sehr crazy, Teile ein bisschen sehr abgedreht. Hat einen Okay. guten Cast, eben Sam Rockwell, ich finde den super, der kann richtig krasse Charaktere spielen, das finde ich Ja. mega gut. Und was ich in dem Film auch gut finde, der Film hat an der Gesellschaft ab und zu ein bisschen den Spiegel vor die Nase. So, Kollegen, Mhm. genau so dumm sind ihr heute im Moment. Ja. So im Sinn von Social Media, Smartphones und so weiter und so fort. Die Story ist, habe ich jetzt das Gefühl gehabt, leider ein bisschen offensichtlich. Okay. Ähm, ich habe schon schnell mal gedacht, ja, okay, das endet wahrscheinlich dann so und gewisse Sachen, gewisse Verbindungen zwischen Charakteren habe ich auch schon ziemlich schnell mal gemerkt, ja, okay, das könnte so in die und die Richtung gehen. Mhm. Wie war es gewesen? Es war genau so gewesen, wie ich mir gedacht habe, Okay. schlussendlich. Ja, aber wie gesagt, es ist ein guter Film. Wenn ihr mit ein bisschen crazy und ein bisschen abgedreht könnt umgehen könnt, kann ich euch den ans Herz legen. Er ist ein bisschen speziell, eben. Gut, eben. Aber nichtsdestotrotz, er hat auch seine wirklich lustigen Momente, wenn er halt so völlig abgefuckt, ich sag's jetzt halt so, sorry, in das Diner reinkommt und dort drinnen steht und sagt, hey, ihr müsst jetzt mitkommen. Ich bin aus der Zukunft. Und dann zusammen schaue ich das so an, so, Bro, was läuft mit dir? Aber geil. Ja. Geil. Good luck, have fun, don't die. Ich glaube, Also, der du Name ist kannst. geil. Ja, voll. Aber ich glaube, du kannst mit dem auch noch etwas anfangen. Ja, ich glaube, ich hätte mit meinem Bridge mal schauen, irgendwie so. Wir schauen ja Das öfters war mal genau so so ein Film für euch zwei, ja, genau. Das war genau so ein Film. Voll. Oh mein Gott. Ja. Oh Da mein bin ich Gott. gespannt. Den musst du wirklich mit deinem Bruder Also zusammen schauen. gut. Das ist genau so ein Film. Bruder, du hast es gehört. Let's go. Yes. Also. Hey, ja, dann bleiben wir doch gerade bei so einem Film, der ein bisschen kaputt ist. Ein bisschen crazy. Den haben wir gestern zu Abend so spontan haben wir den geschaut. Und zwar haben wir Scary Movie 6 geschaut. Das ist der neue, oder? Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich wollte mir den noch reinziehen. Okay, dann ich sag's mal so. Also an die Alten kommt er nicht hin. Mhm. Null. Also tatsächlich, es hat ein paar coole Szenen drin, aber tatsächlich wird er verdammt schnell erzählt. Verdammt schnell. Also wirklich, du hast Szenenwechsel, die überhaupt keinen Sinn machen. Wo du im ersten Teil musst sagen, okay, dort hast du immer noch ein bisschen Zeit gehabt, bevor der nächste Gag gekommen ist. Aber da wird er wirklich Gag um Gag um Gag gerind donnert. Es hat auch Sachen, die cool sind, so für wo es so ein bisschen darum geht, so ein bisschen Nostalgie und so. Also es hat auch Sachen, wo ich wirklich am Statue rauslachen kann. Aber tatsächlich hat sich das ein bisschen im Zaum behalten. Also vielleicht ist es einfach sag's jetzt du, ein Me-Problem. Me-Problem, ja. Er ist okay, aber tatsächlich die Alten sind meilenweit besser gewesen. Aber was ich muss sagen, ist vielleicht allgemein für die sich mit einer Situation in Amerika null auskennen. Wirklich nichts. Also, die werden die Hälfte vom Film nicht kapieren. also politisch, gesellschaftlich, ja. so. Ja. Ja, also es hat aber auch Szenen drin, wo ich sagen musste, du, what the fuck. Also, Okay. das ist hart an der Grenze. Das ist wirklich hart an der Grenze. Ja, aber das sind ja immer irgendwo durch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also, aber jetzt so so die ersten politisch. zwei schaust. Ja, also dort auch politisch Sachen rausgehauen, aktuelle Situationen und Fälle und du so. Aber es ist gleich wie Scrubs, finde ich so cool, dass du eigentlich praktisch alle Schauspieler aus dem ersten Teil wieder siehst, bis auf eine. Genau, das wollte ich eben fragen. Ich glaube, das habe ich mal eben gesehen, dass sehr viel von den ursprünglichen Scary Movie-Darstellern wieder vor, also die Wayans Brothers und so Zeugs, kommen jetzt, glaube ich, alles wieder. Ich glaube, die Wayans, also wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube, sie sind sogar die, die den Film gemacht haben, schlussendlich. Richtig, ja. Genau.
Also, wer es nicht kennt, das ist der Shorty und der Ray. Ähm, Ja, es sind aber, glaube ich, noch mehr. also, Ich glaube, es Grund, sind 4 es sind Brüder 4. mittlerweile. Also, ich Es glaube sind, es, es, ja. sind, es sind 4 Brüder, aber 2 spielen offiziell mit im Film. Ja, ja. Und wirklich, also, die machen hure viel Zeugs dort. Wer hat jetzt, glaube der eine? Ach gut, ich glaube, der eine ist, der hat da irgendwie noch eine Serie gemacht. Das sie. Ja, What's Ja, der Up, eine hat Dad. WhatsApp Dad, genau. Genau. Die ist im Das ist, Fall hure witzig. die Das ist ist eine recht super cool, ja. Serie. Die ist super, ja. Der hat aber auch zum Beispiel, der hat aber auch, ich habe mal in einem hure krassen Film gesehen. Okay. Oder Dings, der Shorty spielt. Und der Shorty spielt, spielt ja mit bei A Requiem for a Dream. Und das ist Okay. ein Film, der geht an die Nieren. Ja, da. Aber eben, das sind die 4 Brüder, oder 5 sind es, ich weiß nicht mehr wie viel, aber die haben jetzt eben den neuesten Film, machen es eben auch wieder. Ja. Und du merkst halt, dass sie halt schon, also ihre Jokes, die sie mit dem Shorty machen, mit dem Ray und so, die hauen schon rein. Ja, das glaube ich. Aber eben, manchmal ist es ein bisschen too much, manchmal ist es so ein bisschen, ja. Und eben, es gibt aber auch Situationen, wo du denkst, Alter, also, dass der noch läuft, irgendwann, schwierig. Ja, interessant. Genau. Ja, da muss man auch wirklich noch reinziehen. Ich habe gesehen, Genau. dass er kommt, aber ich habe ihn noch nicht geschaut. Ich bin eigentlich kein Fan mehr von der. Ich weiß gar nicht, ob ich die letzten 2 Nein, also die letzten 2 auch nicht Scary geschaut. Movie geschaut habe. Es ist das Gleiche, weil Scary Movie ist immer. Das hat ja unter anderem mit Scream angefangen. Halt. Scream ist Richtig. gekommen, dann ist Scary Movie gekommen, wo sich lustig darüber gemacht hat. Und dann ist wieder ein Scream gekommen, dann hat es wieder ein Scary Movie gegeben. Und irgendwie hat ein Scream irgendwann mal die Fassung verloren und hat irgendwie so viel gemacht, dass sie halt mit Scary Movie glaub, nicht mehr hinterher sind oder so, keine Ahnung. Aber gleichzeitig habe ich, als ich Scream nicht mehr geschaut habe, habe ich Scary Movie irgendwie auch nicht mehr geschaut. Ja, also ich habe glaube auch nur wirklich die ersten 3 Filme gesehen von Scary Movie und nachher ist es mir ein bisschen, ja. Ja. Also der erste ist geil, der zweite ist super. Ja. Ich glaube, ich Sag habe mal- wirklich nur die ersten 2 geschaut und Ja. nachher nicht mehr. Also der dritte habe ich auch noch geschaut, das war glaube der erste, den ich überhaupt geschaut habe. Aber die ersten 2, die sind Die einfach ersten die 2, besten das gewesen. ist einfach, ja, absolut. Genau. Genau. Ja. Nice. Ja, dann nehme ich doch meinen nächsten. Dort habe ich nicht so viel zu erzählen darüber. Und zwar habe ich Mortal Kombat 2 geschaut. Okay. Bin schlussendlich ein bisschen enttäuscht gewesen. Mhm. Er ist okay, aber ich habe den ersten irgendwie besser gefunden. Okay. Der zweite ist so ein bisschen, es hat sich wie so ein bisschen angerusht gefühlt. Mhm. Es ist, ich meine, ja klar, dass du nicht mehr musst alles erklären, was Mortal Kombat jetzt genau ist und so, das kann weg, aber es ist irgendwie so, es hat angefangen, man hat eine gewisse Story-Anfang gesehen und dann ist schon darum gegangen, hey, du und du, ihr müsst kämpfen, du und du, ihr müsst auch kämpfen, zack, ihr sind jetzt alle da, jetzt kämpft der gegen den, jetzt kämpft der gegen den. Okay. Der hat jetzt den leben, der hat den dort und da, zack, jetzt musst du noch und wir sind fertig, wir haben gewonnen. Okay. Und da habe ich so gedacht, ja. Das ist mega schade. Es sind dann hure viele Sachen drin so verraschen. Ja, wirklich. Finde ich mega schade. Was ich speziell finde, es sind natürlich auch neue Charaktere jetzt eingeführt worden mit dem Film. Mhm. Unter anderem ist der Johnny Cage jetzt vorgekommen. Keith Urban. Gespielt Nein, Carl Urban. von Carl Urban. Oh, geil. Wo ich einfach nicht mehr sehen kann, ohne dass ich die ganze Zeit nur «You fucking cunts» sehe. Oi. Oi! Oi. Ich sehe den einfach nur noch. Er ist vorgekommen, er sieht nicht gleich aus, hat andere Haarfarbe und so. Mhm. Aber ich habe einfach den Butcher gesehen. Ja. Ich habe einfach den Butcher gesehen. Vor allem auch, weil der Johnny Cage gewisse Sachen so viel Ähnlichkeit hat mit dem Butcher. Das stimmt. Das stimmt, Es ist halt ja. einfach, weißt du, so mit seinen Aussagen, mit seiner Frechheit. Und wenn Ja. er einfach allen einfach so, ja, du kannst mich mal. Ich habe einfach den Butcher gesehen. Es ist so gut. Ah, der Carl Urban. Ich sehe den Typ einfach gern. Ja, absolut. Er hat mich vor allem dann überzogen, als er den Dread gespielt hat.
Ja, ja. Ja. Der ist auch wirklich gut gewesen, ja. Der ist ja wirklich geil gewesen, ja. Also der Film, man kann noch schauen, Kopf ausschalten, anhocken, schauen, irgendetwas snacken nebenbei, nicht zu ernst nehmen, und dann geht das absolut. Aber ich habe den ersten Teil besser gefunden, definitiv. Ja. Genau. Hey, ja. Cool. Dann kommen wir mal mit meinem zweiten Film. Ich habe Hellboy geschaut. Der erste. Welcher? Der allererste? Der allererste. Mit dem John Perlman? Ja, John Perlman heisst er, ja. Ja. Ja, den habe ich geschaut. Wirklich. Oh, geil. Ist das der Guillermo del Toro gewesen? Nein, doch nicht. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, dass dort der eine mitspielt. Momo, ja, ist vom Guillermo del Toro. Ja, dann ist klar, warum Drehbuch geführt. Genau, Ja. das ist klar, warum es der andere mitgespielt hat. Der Dings. Wie ist er? Ich weiß nicht mehr. Der, wo der Fisch spielt. Ja, ich weiß, der Doug Jones. Ja, da. Doug Jones. Der Ape Sapien hat er Genau. gespielt, ja. Der spielt halt immer so, also der ist bekannt dafür, dass er halt immer so komische Sachen anlegt und kostümiert und spezielle Wesen spielt. Und der hat so viele Filme gemacht mit dem Guillermo del Toro. Ja. Das finde ich cool. Aber hey, ich habe den ersten Hellboy geschaut und die hat eine viel bessere in Erinnerung gehabt, wenn er das war. Der ist teilweise verdammt cheesy. Auch wenn ich muss schlecht sagen, gealtert. der ist schlecht gealtert. Obwohl ich muss sagen, ich finde der Ding, der heisst der König, der Karl Ruprecht Krönen. Das ist da der Agent, der Nazi-Agent, den sie dort haben. Ja. Der ist hure geil gemacht. Das war super gewesen, ja. Ja. Also auch schon die Story ist so ein bisschen, ja, okay und Ja, ist halt schlussendlich eine Comic-Verfilmung. ja. Aber ehrlich gesagt, okay, gut, ja. Er ist schlecht gealtert tatsächlich. Finde ich schade. Ich habe ihn damals hure gut gefunden. Richtig, ja. Ich auch. Aber jetzt heute so, er hat hure viele Effekte drin und ich muss sagen, nicht so geil. Ja. Genau. Wann ist der rausgekommen? 2004. Ja, das ist halt schon 22 Jahre her, gell? Das ist schon crazy. Ja. Also eben für den war er cool gewesen, aber genau, für den Guillermo del Toro, der eigentlich viel auf solche Effekte verzichtet, hat es bedeutet, er hat hure viel drin gehabt. Vielleicht auch, ist das zu der Zeit gewesen, wo man sich ein bisschen viel ausprobiert hat, glaube ich. Möglich, ja. Ja. Oh, by the way, er heißt Ron Perlman. Perlman, ja. Nicht John. Ja. Von mir aus gesehen, das ist einer der wenigen Filme, der wenigen Rollen, wo ich muss sagen, das ist ein Film, der nachher vorkommt, der gut ist. Film, nicht Serie. Film. Okay, gut. Ich weiss, dass er fantastisch spielt, glaube ich, Sons of Anarchy. Ja, absolut. Und also, ich sehe ihn auch eigentlich auch schon gerne, er hat auch Dings auch gespielt. Enemy at the Gates, dort spielt er auch, hat er kurze Rolle, aber dort spielt er auch cool. Er ist kein schlechter Schauspieler. Ich glaube, er hat einfach ein bisschen Pech mit den Filmen gehabt, wo er drin vorkommt. Das ist gut möglich. Ich meine, ich sehe jetzt gerade, er hat ja auch unpopular opinion vielleicht wieder mal, er hat bei der letzten Temple Ritter mit dem Nicolas Cage mitgespielt. Auch den habe ich super gefunden. Blade 2, reden wir nicht drüber. Er hat die guten Filme mitgemacht, aber ich glaube, am meisten hat er schon mit Serien rausgeholt, schlussendlich. Ja. Stimmt, bei Charmed hat er auch mal mitgemacht. Name der Rose, das ist by the way auch ein super Film. Also er hat schon ein paar gute, die rausgekommen sind, aber tatsächlich eben so ein bisschen, oder ich kenne viel zu wenig. Ja. Genau. Yes. Für so cheesy Filme, sage ich einfach. Nicht schlechte, aber cheesy Filme. Ja, das ist schon so. So, dann hast du noch ein paar, hä? Ich habe noch zwei. Also, das eine ist ein Kinofilm, da komme ich jetzt zuletzt. Aber ich habe noch Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War geschaut.
Ähm, Das ist ein Film, der nach der Serie spielt. Es hat ja eine Serie gegeben jetzt, die letzten paar Ah, ja. Jahre. Und jetzt, der Film ist eigentlich nach dem. Er hat ja Mhm. die Agency verlassen, führt jetzt ein ziviles Leben. Und ja, jetzt muss er halt trotzdem nochmal an die Säcke, ich nenne es jetzt mal so. Die Serie, ja, Ich verwechsel, ich jetzt gerade müssen schauen, weil ich verwechsle immer Jack Ryan mit Jack Reacher. Aber die ja, sind ja, nein, sind die beide andere von Tom Sachen. Clancy? Ist Jack Reacher? Ja, ist eben noch blöd, weil Jack Ryan und Jack Reacher haben, glaube ich, beides mal der Ding gespielt, der Tom Cruise. Habe ich gemeint. Der Reacher hat er gespielt, ja. Hat der Jack. Aber Jack Ryan hat Nein, er dann ist es nie falsch gewesen. gespielt. Weil ich Nein, glaube, das ich war ein habe anderer alles gesehen, gewesen. was der Jack Ryan angeht. Ja, Der, der, sorry. der, der Harrison Ford hat er glaube ich, mal gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ich sehe es da gerade. Ähm, Ben Affleck, glaube ich. genau, Auch. der hat er mal gespielt. Weil, warum ich vielleicht ein bisschen, was das angeht, ich bin sehr lang und ich finde es auch heute noch ein riesiger Tom Clancy-Fan gewesen. Ich habe Mhm. hure viele Bücher von ihm gelesen. Unter anderem der riesig dicke Schinken namens Rainbow Six, wo halt auch ausschlaggebend ist für die Games dann Ja. schlussendlich. Ähm, Das habe ich tatsächlich, also heutzutage dürfte es einem so jungen Bursch nicht mehr zum Lesen geben, aber ich bin halt sehr jung gewesen, als ich das gelesen habe. Aber ich habe halt sehr viel gelesen damals und habe es auch verstanden, was ich lese. Mhm. Darum, ich bin ein riesiger Tom Clancy-Fan an und für sich. Habe zwar jetzt schon lange nicht mehr gelesen von ihm. Ich habe auch die Serie, jetzt mit dem John Krasinski, absolut. Ich habe mich so gefreut darauf, dass eine Tom Clancy-Serie über den Jack Ryan kommt und sie Mhm. hat absolut abgeliefert und dann versaue ich es mit dem Film. Das ist vielleicht ein Hard Take. Es hätte ein guter Abschluss können sein für das Ganze. Okay. Aber es hat einfach so eine. Zum Beispiel, was ich mich irgendwann gefragt habe, wie viele Product Placements willst du machen? Oh, schwierig. Und ich rede da nur mal von FedEx, ist vorgekommen, Uber Eats, ist Apple, Cisco und das sind nur auf einmal 4. Dann, was sehr einen faden Beigeschmack hat, die Serie hat einen Teil in den Arabischen Emiraten gespielt, in Dubai. Mhm. Also grundsätzlich habe ich mit dem kein Problem. Aber die Serie hat so viel, ich nenne es jetzt mal Promobilder, wie schön und wie grandios Dubai ist und die Emirat und also das Hochgelobe und Gepreise Mhm. fast irgendwie. Das hat einfach so einen faden Beigeschmack gehabt, weil ich wollte jetzt da kein Gerücht in die Welt setzen, aber was ich gelesen habe, und ich lasse mich da aber auch gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt, ist gewisse Finanzierung von dort her halt gekommen. Was dann Okay. wahrscheinlich halt dazu geführt hat. Und da muss ich halt sagen, boah, warum lasst ihr euch auf das Niveau runter? Ihr habt so eine grande... Und das ist tatsächlich sehr viel... Ich habe einige Meinungen gelesen zu dem. Okay. Und sehr viele haben gesagt, so eine gute Serie und dann mache ich dir so einen Film. Warum? Warum? Schwierig. Weil das hat so viel Potenzial gehabt, einfach auch Geschichte und so drumherum. Ist völlig legitim, dass er halt vielleicht wegen irgendetwas nochmal geholt wird oder Ja. halt wieder zurückgeholt wird in die Agency oder so inoffiziell, wie auch immer. Aber das hat alles einfach. Ja. Es hätte ein guter Abschluss können werden, aber leider nein. Ja. Traurig, das ist schade. Vor allem, wo du gesagt hast, Haufens Product Placement ist immer hure schwierig. Ja, ja. Ich meine, ja, dass sie sind halt in England und dann fährst du halt mit Range Rovers rum. Ja. Hey, ich habe James Bond gespielt, da bist du auch mit Jaguar und Range Rover rumgefahren. Es ist Ja. halt in England. Okay, kann ich damit leben.
Aber wenn du halt wirklich so viele Sachen musst reinnehmen wie Uber Eats, FedEx, Apple, Cisco, so völlig Cisco. offensichtlich, weißt du, dann muss ich sagen, hey, schwierig. Ich meine, schwierig. wenn es offensichtlich dann noch hin tust, dann ist es super Ja, schwer. ja. So, wie zum Beispiel in diesen Filmen, wo sie irgendwie etwas trinken, dann stellen sie Cola-Dosen genauso für dich und Ja, du siehst es ja, einfach genau. für 3 Sekunden und dann denkst du so, Warum? warum? Ja, absolut. Warum? Ja. Schade. Also man kann es aber trotzdem schauen. Es ist nicht so, dass er unschaubar ist wegen dem. Man kann es trotzdem schauen. Vor allem, ich mag halt John Krasinski als Jack Ryan. Das ist, neben Ben Affleck, neben Harrison Ford, einfach, ich finde ihn richtig gut. Aber die Serie, ich habe die gefeiert. Das ist, ich empfehle die jedem, der irgendwie gerne so eine Agentenserie oder halt Tom Clancy Stories mag. Ja, und schaut vielleicht auch den Film, wenn ihr die Serie gut gefunden habt, aber sind euch einfach bewusst, dass ihr wahrscheinlich nicht die gleiche Qualität geliefert bekommt. Ja. Nicht viel erwarten in dem Fall. Ja, ja. Genau. Ja. Ja, und dann komme ich zum letzten und ich bin tatsächlich wieder mal im Kino gewesen. Da darf ich mir noch schnell sagen, aber du hast ja gesagt, du willst es am Schluss machen. Ich habe noch einen. Ah ja, stimmt, du hast noch einen. Entschuldigung. Stimmt, sorry. Ja, nein, mach, ja. Wir machen es ganz kurz. Ich habe nämlich den zweiten Teil von Hellboy auch geschaut. The Golden Army. The Golden Army, ja. Aber mal, The Golden Army, The Golden Army ist auch noch mit dem Ron Perlman, Yep. gewesen, glaube ich. Ja. Genau. Ja. Und ich darf sagen, der ist um Meilen besser als der erste. Ja, absolut. Viel weniger Special Effects, viel mehr mit Kostümierung, Live-Action und vor allem dort, wo sie auf den Trollmarkt kommen. Ja. Das ist... Ich dachte, Alter, habe ich das so in Erinnerung gehabt? Dort wirklich jeder hat sein Kostüm angehabt. Ja. Jeder war entweder ein Puppe gewesen, oder sonst, er hat wirklich ganz wenig Special Effects gehabt. Und ich musste sagen, der Film ist grandios. Der hat auch eine geile Story dahinter. Der erzählt das so richtig gut. Und ich hatte dort wirklich mega Spass gehabt, um den zu schauen. Geil. Ich glaube wirklich, das Einzige, was animiert ist, ist die Goldene Armee. Ja. Aber auch die Figuren, zum Beispiel der Johann Kraus, oder Strauss heisst er, das ist der Strauss, ja. der Ektoplasma-Typ. Hey, ich bin fast verreckt dort, wie gut das gemacht ist. Hey, dort hatte ich wirklich mega Freude gehabt. Und das ist halt so, das ist für mich auch so richtig wie der Guillermo del Toro gewesen. Ja. Das ist, glaube ich, 4 Jahre später rausgekommen. 2008. Jawohl, genau, ja. Genau. Und der ist Wir haben wirklich... aber beide tatsächlich ziemlich gleiche Bewertungen bekommen, wenn ich mir das gerade so anschaue. Schade. Ja, krass. Aber eigentlich viel besser, als wenn der erste. Also weißt du, nicht schlecht. Ich sage, IMDb hat beide plus minus ein 7. Gut, ja. Prime haben auch beide ein 7 von 10. Also nicht, dass sie schlechte Bewertungen bekommen hätten. Aber wenn ich jetzt die 2 würde schauen, merkst du halt schon, im 2 haben sie wahrscheinlich auch viel mehr Geld zur Verfügung gehabt, als im 1. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Und auch, sind es nur 4 Jahre, hat wahrscheinlich auch Technik, was CGI und angeht, aber auch noch ein bisschen mehr. Genau, ich habe es aber auch cool gefunden, dass sie so ein bisschen zurückgefahren sind mit dem CGI und wirklich wieder auf Kostüm und Schauspiel. Ja. Das merkst du halt viel mehr. Ja, absolut. Genau. Geil. Ich habe schon lange nicht mehr geschaut, tatsächlich, die beiden. Wieder mal schauen. Ja, ich finde halt Guillermo del Toro, der ist halt einfach speziell. Und der hat wirklich mit physischen Effekten arbeitet. Gefällt halt auch nicht an jedem. Das ist korrekt. Vor allem, wenn ich gerade so an Pans Labyrinth denke oder so, da ist halt wirklich so, entweder gefällt es dir oder gefällt dir halt nicht. Genau, ja. Genau. Es gibt nicht irgendwie so, ja, ist okay gewesen. Genau, ja. Yes, dann kommen wir noch zu deinem Kinofilm. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Alles gut, das ist voll okay. Ich bin Undisclosure Day schauen. Ins Kino. Das ist... wie soll ich es erklären? Es ist von Steven Spielberg.
Oh! Stimmt! Nein, Disclosure Day, nicht Disclosure Undisclosure. Day, ja. Geht auch auf Deutsch Tag der Wahrheit, by the way. Ist ein Science-Fiction-Thriller, wo es so ein bisschen auch um das ganze Alien-Thema geht und so. Ist gut gemacht, bleibt durchs Band eigentlich interessant, wirklich, muss ich sagen. Ist jetzt nicht zu. Also ein Stück weit schon, aber ist jetzt nicht so, dass er zu abgespaced wäre. Im Sinne von, keine Ahnung, Independence Day oder so fast. Überhaupt nicht. Was ich interessant gefunden habe, ich habe keinen Trailer gesehen zu dem Film, außer den Teaser mal. Ja. Mehr nicht. Aber eben die Teaser, die sind ja wirklich sehr kurz. Aber rein von der Beschreibung vom Film habe ich eigentlich eher das Gefühl gehabt, der Film fängt dort an, wo wir etwa 15 bis 30 Minuten vor Ende des Films dann sind. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also, wenn ich die Beschreibung durchgelesen habe, hat für mich der Film dort angefangen, wo er 15 bis 30 Minuten bevor er fertig war. Okay, spannend. Dafür hast du einfach alles vorher halt mehr erfahren darüber. Okay, aber das ist auch geil. So Rückblende. Ja, aber es war nicht eine Rückblende. Es hat halt wirklich sie haben einfach die Events vorher gezeigt. Es war nicht so gewesen, dass eine Szene gekommen ist und dann ist gekommen 3 Tage vorher. Sondern es hat halt einfach vorher angefangen. Aber wenn ich es einfach so gelesen habe, habe ich eher erwartet, dass er dort erst anfängt und nicht so viel früher von der Geschichte her. Ich finde es halt so spannend, der Dude. Weil er hat ja vor fast 50 Jahren hat er einen ähnlichen Film gemacht, der auch so ein bisschen mit dem zu tun hat. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ja, ich habe genau gewusst, dass du mit dem kommst. Ja, das ist der Film habe ich als kleiner Bub geschaut. Ja. Der war sehr creepy, du. Der ist super gewesen, ja. Ja, ich meine, was ist das Spielberg? Der ist ja um die 80 rum. Ja, es ist gerade vorher gesehen, 79. Eben, ja, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ist schon so. Es ist schon. Aber eben, ich finde es cool, dass er immer wieder so mit seinen Alien-Themen kommt und so. Da sehe ich auch etwas. Aber ich mag mich auch erinnern, er hat ein paar solche Filme, die einfach so unter dem Radar gekommen sind, die plötzlich mega cool waren. Ja, voll. Ja. Zum Beispiel hat er nicht auch Dings gemacht. Wie heisst er? Ready Player One. Also steht auch mal da. Der Ready Player One gemacht? Das könnte sein, vielleicht. Das war auch so ein Film. Ja, der ist auch nicht jetzt gross mal auf der Bühne. Habe ich mal glaube im Kino gesehen, aber nie irgendwie so einen Fernsehtrailer. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, da gehen wir schauen. Und ich finde, der Film ist eigentlich auch relativ geil. Ja, absolut. Eben auch so Filme. Ja, gut. Das ist eigentlich schon das krasse Portfolio, das der hat, wenn du so drüber schaust. Weißt, von Jurassic Park, Transformers, Super 8, dann gehen wir zu Indiana Jones, zu Hook, Krieg der Welten, Minority Report, der Soldat James Ryan, Catch Me If You Can. Also, das ist das Portfolio. Hey, und wenn du daran denkst, alles angefangen hat mit dem Film Duel. Das ist crazy. Ey, ich weiss nicht, das ist ein Film, da habe ich immer wieder geschaut und immer wieder. Ich weiss, was passiert, aber der ist so spannend gemacht. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, der wird aus einem Auto mit einer Kamera gefilmt. Mir passiert dort innen nicht. Die haben damals, ich sehe es jetzt so gerade, der Film ist aus 1971 und die haben gerade mal $450.000 Budget gehabt. Ja. Und wahrscheinlich haben sie mit dem einfach die Kamera, den Lastwagen und das Auto gekauft. Und der Benzin zahlt vor allem vom Lastwagen wahrscheinlich, I guess.
Aber ja, es ist halt schon. Es ist krass. Ja. Und der Film Duell ist eigentlich mega simpel. Ja, voll. Ja. Hey, aber zurück zu deinem Film, Entschuldigung. Ja, für den völlig abgestreift. Ja, alles gut, alles gut. Also viel zu erzählen habe ich eigentlich gar nicht mehr. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass viele den Film nicht werden richtig verstehen, weil wenn du schaust, hätte halt wesentlich einen tieferen Sinn, der Mhm. aber schwierig ist zu sehen und die meisten wahrscheinlich einfach gar nicht werden verstehen. Ich werde mich jetzt da nicht irgendwie auf ein Podest heben, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon so viele Filme gesehen und kann gewisse Sachen ein bisschen raussehen mittlerweile. Aber viele werden den Film schauen, erwarten etwas ganz anderes, verstehen den Sinn dahinter nicht und ja, dann. Ah, to be honest, unheimliche Begegnung der dritten Art hast du beim ersten Mal schauen auch nicht hundertprozentig verstanden. Ja, da bin ich aber noch ein Bub gsi. Ja. Weißt Und du, that's the point. darf ich dir ehrlich sein, ich habe im Fall nicht gedacht, dass der hure Berg, den sie dort drinnen haben, Devil Tower, dass der wirklich existiert. Mhm. Ich meine, Oh, gibt es ich habe mal ein Doku gesehen über das. das ist hure komisch, das Ding. Aber item, schon wieder ein Thema Ja, ja. für etwas anderes. Yes. Aber es ist mega cool, mega cool. Den habe ich auch noch auf der Liste gehabt, tatsächlich. Ja. Ey, aber ich habe im Ich Fall... bin Ja. relativ spontan geschaut. Kollegen plötzlich mal geschrieben, hey, haben wir den schauen? Und dann, ja, klar, warum nicht? Aber weißt du, was mich irritiert? Weißt du, was ich ein bisschen enttäuscht bin? Das Kennen von uns war, Masters of the Universe schauen, der neue. Ich bin einfach gar nicht dazu gekommen, Ich habe noch ins Kino zu gehen. Ich habe Es noch hat schon nicht. gelangt, dass ich den schauen konnte. Ich meine, Ja. ich hätte eigentlich Mortal Kombat, ich hätte Street Fighter schauen. Wir haben mal darüber geredet, ob wir Mandalorian und Grogu Genau. schauen. Also es gibt jetzt 3 Filme, die nächstens werden kommen, wo ich mir wirklich vornehme, dass ich die im Kino schauen will. Das erste ist Odyssey, der vom Nolan. Das zweite ist Supergirl. Der, weiß ich nicht, der läuft, glaube ich, schon. Der läuft schon, meinte ja. ich. Und der dritte hat mir jetzt gerade vorgestern mein Götti-Buch gefragt und dann gehen wir dann zusammen schauen, ist der neue Spider-Man. Der Ende diesen Monat rauskommt. Die müsste ich auch mal ein bisschen nachschauen. Den wollte ich auch noch schauen. Die Odyssey. Also das sind sicher mal die 3. Aber ich glaube, es kommen noch andere. Ich weiß nicht, Street Fighter, ob der schon draußen ist. Ah, Odyssey, jetzt ist es gegangen. Hat es geklickt? Ja. Ich bin jetzt drauf gekommen, so, Scheiße, die machen die Odyssey neu. Weißt du, der aus 2001 oder so? Ah, nein. Aber das Nein, könnte ich mir nein. bei ihm noch vorstellen, weißt du? Ich sehe gerade etwas, warte. Ich sehe da, oh, Alter, der Cast. Holy! Bei Odyssey? Ey, das wird. Ja. Also ich lese hier nur Matt Damon, der Mhm. Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, die kenne ich nicht, Robert Pattinson, wo ich übrigens muss sagen, der wird mir immer wie sympathischer irgendwie, egal was er macht. Mhm. Charlize Theron, John Berntal, dann, wer haben wir noch? Der kann ich gar nicht aussprechen. John Leguizamo. Hey, das sind recht viel. Mhm. Holy, okay. Ich sehe gerade, dass noch ein anderer läuft. Und ich sehe gerade, dass Star Trek, der Motion Picture, wieder ins Kino kommt. Okay. Der alte. Mit dem alten Kirk, Spock und so. Jackass kommt. Death of Robin Hood, der soll anscheinend auch echt interessant sein. Die Idee finde ich recht geil. Der Death of Robin Hood? Ja. Also Ja. die Idee finde ich recht cool.
Absolut. Sondern oder dass der Amazon der. Oh shit. Ich sehe dort die Leute in diesem Odyssey-Film. Das spielt noch der Josh Stewart mit, der mit dem John Bernthal der Dings gespielt, der Punisher, wo sie sich am Schluss auf die Fresse geben. Mhm. Hure gut. Den habe ich den nächsten Monat, by the way, auch noch. Ich weiss, wir haben erst den 4. Juli, aber ich habe ihn schon geschaut. Stimmt. Punisher, One Last Kill. Gott. Ah. Ich liebe es einfach. John Bernthal als Punisher, das ist einfach... Das ist von mir das die beste Besetzung. Ja, voll. Was ich geil finde, weißt du, dort spielt so eine hure krasse Sieg und wenn du ein Foto vor dem gehst anschauen, hat er so easy, so, weißt du, so das Chappy schräg weg, so voll der Gangster. Genau. Finde ich cool. Yes. Hey, ja. Hey, dann wären wir ja wieder durch. Ja, tatsächlich. Hey. Wir haben wieder mal geschafft. Und wir haben es wieder mal angebracht. 3. 3 Stunden geknackt. 3. Gut, jetzt haben wir auch eine Woche wieder mehr Zeit gehabt, gell? Ja, für das, dass wir es eine Woche... Stell dir vor, wie lange es gegangen wäre, wenn wir es noch eine Woche verschoben hätten. Also ich hätte sicherlich noch also dann hätte ich mit den Filmen angefangen. Ja, weil ich hätte schon wieder einen Film mindestens, vielleicht sogar 2, habe ich 2 mögen schauen. Und eine ganze Serie habe ich mögen schauen in den letzten paar Tagen. Ja, ich habe noch eine Serie drauf. Also, ja. Ich bin schon wieder voll dran. 2 Filme und eine Serie, die halt auch wieder nur so 8, 9 Folgen hatte, aber trotzdem. Genau. 2 Filme und eine Serie habe ich in diesen 4 Tagen geschaut. Aber was das für Serien sind und Filme, das sehen in der nächsten... Das gehört ja, Cliffhanger. Ui. Genau, ui. Somit danke an all die bis dahin zugelassen haben. Ich hoffe, wir haben noch Haufen neue Ideen gegeben zum Schauen oder wieder mal schauen. Genau. Genau. Wie ich eben sage, ihr könnt auch gerne Filme 2-3 Mal schauen. Yes. Genau. Wenn sie gut sind. Hau ich raus. Ja. Jetzt haben wir am Anfang, habe ich dir das mal vorgeschlagen. Jetzt komme ich halt jetzt erst am Schluss mit dieser Frage. Stimmt. Oder wenn wir die fürs nächste Mal nehmen. Für die haben wir sie fürs nächste Mal nehmen. Dann stellen wir uns jetzt unsere eigene Hausaufgabe. Euch aber auch. Genau. Und zwar, wenn ihr wirklich bis dahin gehört habt oder geschaut habt. Und dann merken wir jetzt nachher, wer das wirklich war. Wenn ihr diese Frage beantwortet, dann gehört ihr zu den Brotkasten-Legenden. Das sind nicht schimmliges Brot im Brotkasten, das sind der ultra knuspriges Gipfeli. Hast du jetzt gesagt, Chimlis Brot? Schimmlig, nicht Gimli. Und zwar die Frage der Fragen. Was ist eine Filmszene, wo euch nicht mehr aus dem Kopf geht? Sei es, weil sie so unglaublich gut oder so prägend war. Oder vielleicht auch im Gegenteil, weil sie so schlecht war. Wer weiß, ich kann es ja Oder auch schockierend. Was ist eine Filmszene, die euch nicht mehr aus dem Kopf geht? Ich habe meine tatsächlich 2. Ich kann mich nicht zwischen 2 entscheiden. Ich weiss, Ullen hat auch Probleme mit der Entscheidung. Ja, also, ich würde sagen, ich nehme ein Hauptding, aber gebe nachher dann noch ein paar Honorable Mentions. Ehrenwerte Momente, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Nein, es gibt so viel. Gibt's ja, aber es gibt 2 Filme, also 2 Szenen aus 2 Filmen, wo ich muss sagen, das ist ja. Ich muss mich jetzt gar mega zurückzuheben, nicht einfach laut das rauszuschreien, was in der einen Szene passiert, weil das ist so krass, so geil gewesen. Wenn du willst, kannst du diese Szene als Beispiel geben, dann wissen die anderen um was. Okay. Über meine schauspielerische Bestleistung. Okay, Achtung. Wie ist dein Name, Gladiator?
Mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legionen, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten. Das ist recht geil. Der Monolog! Ich habe gerade jetzt wieder, wenn ich den Russell Crowe sehe, in dem Stadion stehen, er dreht sich um und lässt den Monolog los, da läuft es mir jetzt mal kalter Rücken drüber. Das ist recht geil, ja. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Damn! Das ist ein Beispiel, episch. das ist eine von diesen Szenen. Ich habe noch eine zweite, da kommt mir immer Tränen jedes Mal, wenn ich es schaue. Das erzähle ich aber das nächste Mal. Und das hört ihr in der Genau. nächsten Folge. Das wird in der nächsten Folge. Bis zum Gut. nächsten Mal. Sollen wir noch einen Outgoing-Jingle haben? Nein, das machen wir nicht. Nein, das ist Nein, gut, nein. so wie wir es haben. Genau. Also, jetzt können wir 5 Sekunden warten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Oder schönen Morgen. Tschüss.